professionell. Geht mir eigentlich nicht gut. Sinne, wie geht's dir so, du Wichser? Was? Ach so, nicht auf Ding, okay. Wieso nicht? Der kam auch tief aus dem Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. Du Wichser! Na, B, Seilrad. A, T. Sie ist im Bad. Ah, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt, wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sag mir's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh auch nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt. Weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an.
Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fix da mal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Wenn du jetzt Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bitchen zurück. Hallo? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stealth-Steifer. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Es ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Geht da was, Freunde? Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. So, grüß Gott beieinander. Mr. Samchromike, der ist schon wieder 4 Stunden vor dem eigentlichen Streamstart in meinem Check gesessen. Ich hab's genau gesehen. Brauchst gar nichts anderes zu behaupten. Mein Bot war so ist. Ja. Ja. Ist ja schon gut. Ja, gut so. Fast 2 Jahre Bazigang, GSC Hoops Dabats 1 der. Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Mr. Gutzufuß, willkommen zurück aus dem Urlaub. Ich hoffe, du hast eine angenehme Auszeit gehabt. Ja? Die Battle waren absolut sauberhaft, die du da ins Discord gestellt hast. Hat sehr, sehr schön ausgeschaut. Und danke dir für deine fast 2 Jahre, 22 Monate Bazi-Gang. Holy shit, du bist schon Urgestein in der Bazi-Gang, ja? Du bist offizieller Urgestein. Kannst dich jetzt alt fühlen oder keine Ahnung, aber auf alle Fälle vielen lieben herzlichen Dank für deine 22 Monate Treue. Weiterhin willkommen und natürlich viel Spaß weiterhin. So, ich habe noch gar nicht fertig gekriegt, dann bist du seit Ching ist schon da. Und Sam Mike haben wir schon grüßt. Der Prof lässt sich Resident Evil natürlich auch nicht denken. Und der Herr Soulhacker ist auch schon am Start, ja, ist doch zauberhaft. Perfekt. Es wird also quasi gediegen in die Gnädelsaison starten. Sage ich das richtig? Sage ich das richtig? Ich bin mir nicht sicher, ob es ihr mehr hört, aber ich glaube, ihr mögt es schon. Ich bin wieder einer. Mr. Gutzufuß. Weißt du, bist eine Woche im Urlaub und wenn du nimmer da bist, dann eskaliert so weit gleich. Ja? Man merkt sofort, du bist abgegangen. Gutzufuß, merci dir, dass du einen Prof in die Bazi-Gang hast. Mr. Prof, bedanke dich beim Gutzufuß und viel Spaß in der Bazi-Gang. Du bist ab jetzt wieder offiziell geschubst, ob es dir passt oder nicht. Danke dir, Option. Reicht wieder, okay? Dankeschön. Prof, ohne Abo geht nicht. Sport sein Geld auf, ja? Sport sein Geld auf. Da war er 2 Sekunden schneller. Aha. Ja dann. Nein, wie gesagt, willkommen Prof. Merci dir gut zu Fuß. Ja. Mike war eine Stunde vorher schon da. Was hast du denn wieder drin? Hast du Wots angeschaut oder was? Nicht qualitativ nicht hochwertige Wots.
Muss man schon fast sagen. Ja, Freunde, ich war jetzt fast eine Woche nicht da. Spätschicht hat gesagt, du streamst nicht. Ich hab mir überlegt, ob ich einen After-Spätschicht-Stream mache, aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich hab einfach absolut keinen Bock, nach der Spätschicht irgendwas zu machen. Also ich war die meisten Tage nach der Spätschicht einfach miert. Also ich hab mit einmal noch durchgerungen oder zweimal nach der Spätschicht noch in irgendeinem Wald zum gehen, aber das habe ich meistens auch nicht länger als eine halbe Stunde ausgehalten. Und von daher, aber man denkt, okay, Kim, lass das. Mach das lieber erst dann, wenn du wirklich hundertprozentig fit bist. Ja? So wie heute zum Beispiel. Ja? Aber gut. Der Stream heute ist ja quasi ein bisschen mehr oder weniger. Den haben wir ein bisschen umgeplant. Eigentlich wollte ich ja heute nochmal einen Lies of P Stream machen, weil ich habe ja gesagt, wenn ich das Wochenende Zeit habe, machen wir nochmal, bevor wir einen offiziellen Horrorstart haben im Oktober, machen wir nochmal Lies of P. Durch das, dass ich jetzt morgen nicht streamen kann, weil ich einfach auf der Baustelle beschäftigt bin, ziehen wir einen Horror-Oktober heute vor. Ja? Jetzt weiß ich noch nicht, ich muss mit dem Dampf noch reden, ob der Dienstagvormittag irgendwas vorhat, weil bei uns ist Feiertag. Ja? Ich habe überlegt, ob wir Dienstagvormittag, ob wir da einen Stream einhauen, dass wir da vielleicht ersatzhalber noch mit diesen einen Lies of P Stream machen, den wir eigentlich heute hätten machen sollen. Weil am Mittwoch gibt es Madison. Ne? Das wird schlimm nur. Das wird, ohne Scheiß, da jetzt schon bei in der Hosen. Ja? Und ich habe dann außer den Trailer nicht wirklich viel gesehen. In naher Vergangenheit. Ja? Und das, was halt die anderen Leute so ein bisschen gespielt haben, weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr. Also Mittwochabend um 5 Uhr, das wird massivst unflauschig werden. Wahrscheinlich. Hab ich so im Gefühl. Ich weiß nicht. Urlaub war flauschig, waren zwar nicht weit weg, aber trotzdem zauberhaft. War auch vom letzten Sonntag bis gestern jeden Tag on the road, Umzug vom Bruder und so weiter. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, du hast eine schöne, angenehme Auszeit gehabt. Das ist an jedem einmal vergönnt. Ja, aber trotzdem schön, dass du wieder reinfindest. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Wie geht's eigentlich denn überhaupt? An und für sich. Ja, ist alles zauberhaft. Auftakt den Horror-Oktober mit Resi ist eine gute Idee. Ja. Ich war mir nicht sicher, wo sie als mehr oder weniger, also quasi, es war ja klar, dass ein Projekt ihr bestimmt und ich war mir halt nicht sicher, wo wir als zweites Projekt spielen. Aber ich hab mir gedacht, gerade Resi 2 bietet sich da tatsächlich ganz gut an, weil ich den Pfad mit der Claire absolut noch nicht gespielt habe. Und der soll sich ja ein bisschen vom Lien unterscheiden. Ich habe ja damals Offstream, bevor ich überhaupt gestreamt habe ja Resi 2 selber für mich privat damals gespielt. Aber mit Lien tatsächlich. Und die Geschichte von der Claire, die kenne ich so in dem Remake eigentlich gar nicht. Und der Prof hat ja letztens gesagt, das unterscheidet sich schon etwas. Von daher ist es quasi mehr oder weniger so ein bisschen blind für mich. Ja, also natürlich, ich weiß von Resi 2 noch ein bisschen was. Also ich darf jetzt liegen, wenn ich sage, es ist komplett blind. Also ich weiß schon einiges davon. Aber das wird auch nicht so sein, dass ich jetzt an jeden Jumpscare erraten kann. Ne? Also mir wird man mit Sicherheit einmal dahinter fliegen sein. Ob mit oder ohne Stuhl, das wird sich dann noch ausstellen. Aber ich glaube, dass Resi 2 ist, glaube ich, zum Horror-Oktober-Start, glaube ich, keine schlechte Idee, weil er an und für sich die Community ziemlich gut auf Resi 2 reagiert hat, vor allem auf Resi 8 und Resi 7, wo ich halt schon gespielt habe on-stream. Und Resi 2 ist tatsächlich auch ein sehr gutes Remake. Muss man an der Stelle auch sagen. Claire wird gleich am Anfang gefressen, sind wir fix durch. Ja, dann war es so schon mit dem ersten Projekt. Ja, dann haben wir gerade mal noch Madison, wo sie beide wohl nach Oberlohnen muss. Abgesehen davon, das darf ich nicht vergessen. Aber gut. Hat der Herr Shadow Habitäre einen wunderschönen. Ich habe schon lange nicht mehr gelesen. Alles fit bei dir? Schön, dass du reinschaust. Nein, also wie gesagt, ich glaube, Resi 2 und Madison, das ist so eine Abwechslung zwischen. Also Resident Evil ist so etwas, ja, ist ein bisschen gruselig, ist ein bisschen festblättern, erschreckt man sich manchmal ein wenig. Und Madison scheißt halt einfach dann komplett rein. Also wir haben dann quasi ein wenig ein entspannteres Projekt und ein wenig gar kein entspanntes Projekt. Und das ist, glaube ich, für mich, für meine Nerven und für meinen Herz-Kreislauf gar nicht schlecht. Weil wenn ich jetzt 2 Titel spiele, die wo so auf Madison-Niveau haben, dann kannst du mich wahrscheinlich nach einer Woche da irgendwann zusammenklauen. Ja? Wenn dann Frau Batzi irgendwann einmal reinkommt, die sagt mir dann einfach da nur noch liegen. Ja? Und hab irgendwie einen Schlaganfall erlitten oder was weiß ich. Keine Ahnung. Aber gut. Aber ich glaube, das an und für sich passt das schon. So. Ne? Habe in der Vorschau gesehen, du hast Assassin's Creed gespielt. Wirst du dir Assassin's Creed Mirage holen? Bin da noch am Überlegen. Ja. Die Überlegung, ob ich Assassin's Creed Mirage spiele, die habe ich selber schon ziemlich häufig angestellt. Aktuell bin ich so, dass ich sage, okay, wir werden es wahrscheinlich im Stream spielen.
Ich habe mir jetzt von GameStar ein Preview angeschaut. Das geht wirklich sehr massiv zu den Wurzeln zurück. Es ist wieder Schleicher im Vordergrund. Mir gefällt das Setting sehr, sehr gut. Ja, das alte Serbien, glaube ich, müsste das sein. Es kann durchaus sein, dass wir Assassin's Creed Mirage spielen. Im Stream, ja. Wir werden auch definitiv noch Assassin's Creed Revelation spielen und wir werden auch definitiv noch Assassin's Creed 3 irgendwann spielen. Also die komplette Main Story sozusagen von damals. Das werden wir auf alle Fälle noch abschließen. Ihr wisst es eh, das ist halt ein wenig schwierig, da eine Zeitangabe zu machen, wann ich was für ein Projekt bringe. Weil ich habe so viele Projekte, vor allem jetzt am Ende des Jahres hier kommen wirklich ein paar Spiele, die ich selber definitiv spielen will. Lies of P ist eins davon, das ist ja schon erschienen. Jetzt die nächsten Tage kommt Lords of the Fallen, das wird instant im November dran kommen. Da werden dann wahrscheinlich, wenn es für euch blöd läuft, werden dann 2 Souls-like-Titel laufen, also Lies of P und Lords of the Fallen. Das heißt quasi auf Final Fantasy 13 geht dann in Zwangsurlaub. Ja, das spielen wir ja auch noch fertig. Das ist auch noch offen aktuell. Und Assassin's Creed Mirage habe ich tatsächlich auch schon mal vorsichtig auf die Agenda geschrieben. Ja. Ich warte aber tatsächlich noch bis zum Release ab und warte dann einmal ab, bis einmal die ersten Streamer oder YouTuber halt einmal so die ersten 1-2 Parts hochgeladen habe, dass ich mir wirklich fertiges Gameplay-Footage anschauen kann, weil ich habe keinen Bock drauf, mir jetzt von Ubisoft Assassin's Creed zu kaufen, das wo dann am Ende nicht fertig ist. Gerade so die letzten Jahre Assassin's Creed, muss man nicht unbedingt mengen. Ich meine, Geschmäcker haben verschieden. Es gibt einige Leute in der Community, die diese Open-World-Titel sehr, sehr gefeiert haben. Ich habe nichts damit anfangen können. Ich habe die letzten Jahre nichts mit Assassin's Creed anfangen können. Ich bin quasi so ein bisschen das Kind der ersten Stunde, wo es Assassin's Creed angeht. Aber Assassin's Creed Mirage locht mir tatsächlich nach langen, langen Jahren wieder an. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber wie gesagt, ich möchte da noch abwarten. Das stimmt, ist viel besser als Resi 3 Remake. Das habe ich selber tatsächlich nicht gespielt. Haben wir aber auch auf der Agenda. Einen wunderschönen Nachmittag zusammen, Dabatz 1, Servus, Dabatz 1, Herz, Wahnsinn, schon 10 Monate. Mr. Ripsi, das ist wirklich ein Wahnsinn. Du bist schon 10 Monate in der Basigang. Die Zeit verfliegt wie sonst irgendwas. Das ist wirklich kriminell, wenn du mich fragst. Aber vielen lieben Dank für deine 10 Monate und weiterhin willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Du meinst die letzten Games? Ja, also ich habe mit Odyssey nichts anfangen können. Ich habe mit Origins nichts anfangen können. Ich habe mit Valhalla nichts anfangen können. Ich habe mit Syndicate nichts anfangen können. Wobei das noch halbwegs normal ausgeschaut hat. Nach Unity, ich habe mir damals, wie ich PlayStation 4 gekriegt habe, ist ja kurz darauf Unity erschienen. Das habe ich mir damals geholt und nach Unity war es dann für mich komplett vorbei. Weil Unity ist so derartig unfertig auf dem Markt gekommen, dass ich mir gesagt habe, das kannst du vergessen. Also so, ich bin quasi so, was Assassin's Creed angeht, als Kind der ersten 3 Teile sozusagen. Also sprich Assassin's Creed 1, die komplette Ezio-Trilogie, was ohne Widerrede in meiner Ansicht noch die besten Assassin's Creeds waren, die es jemals auf den Markt gebracht haben. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, das ist mein Geschmack. Also die Ezio-Reihe war bombastisch, wobei Revelations ein wenig geschwächelt hat. Und nach dem Assassin's Creed 3 war es für mich einfach vorbei gewesen. Da war die Geschichte einfach für mich fertig erzählt und das war gut so. Ne? Alone in the Dark und Silent Hill 2 Remake auch, jetzt übertreiben wir nicht. Ja, jetzt müssen wir erst einmal schauen, wie ich da gesund durch den Oktober komme. Das wird eher eine Aufgabe für sich. Ja, ich werde da ganz viel... Da werde ich wahrscheinlich ganz viel mentale Unterstützung brauchen, wenn du mich fragst. Ne? Schnell aus dem Kochlook a Gaude Mocha. LUL. Wifi, danke dir für deine 16 Monate. Holy shit, du bist da schon so ewig lang dabei. Und du bist ja noch länger dabei, als du eigentlich subscribest. Das kommt ja noch dazu. Also wenn man jetzt die Subscriptions wegrennen hat, hast du BBC ja schon 30 Monate. Keine Ahnung, wobei so lange streame ich wahrscheinlich noch nicht einmal. Aber egal, you know what I mean. Vielen lieben Dank für deine 16 Monate. Weiterhin willkommen und viel Erfolg beim Kochen und später an Gurten. Ich hoffe, Resident Evil verdirbt den Appetit nicht. Das soll recht fleischig sein, wenn man sagen lassen. Na, also was... Ich weiß nicht, also wenn ihr jetzt so ein bisschen, wenn es wissen möchtet, was wir so die nächsten Wochen, Monate so ein wenig geplant haben, so die letzten Wochen waren ja so ein bisschen geprägt davon, dass ich so ein bisschen in die Kacke gegriffen habe, was Projekte angeht. Ich habe mir von Mario Sunshine viel mehr erhofft und versprochen, das haben wir abgebrochen.
Ich hab Dragon's Dogma abbrechen müssen, weil der Spielstand flöten gegangen ist. Bei Final Fantasy 13 ist jetzt so, das ist eine Community-Entscheidung gewesen. Das ist jetzt aktuell in der Pause. Und wird da im November pausieren, weil eben andere Titel kommen, die viel, viel wichtiger sind für mich jetzt persönlich, wo ich viel, viel mehr Bock drauf habe. Wir werden aber Final Fantasy 13 auf alle Fälle fertig spielen, weil wie gesagt, das war eine Abstimmung von Discord, von der Community und das lassen wir so schnell nicht schleifen. Aber so generell jetzt so bis Weihnachten hin werden wir mit Lies of P einige Zeit verbringen, wo ich sehr, sehr begeistert bin davon. Wir werden mal Lords of the Fallen spielen. Das ist eigentlich so aktuell für mich der am meisten erwartete Titel dieses Jahr. Ist auch ein Souls-like-Spiel. Das kommt jetzt eben, ich glaube, am 5. oder 6. Oktober, wann das kommt. Und da müssen wir schauen, je nachdem wie die Projekte aus- und anlaufen. Wie gesagt, Assassin's Creed steht einmal auf der Agenda. Es kann sein, dass wir uns auch vielleicht in nächster Zeit einmal wieder nach Mittelerde begeben. Eine Hardcore-Nuzlocke steht auch ganz weit oben auf der Liste. Die Community hat unfassbar hart Bock auf eine Nuzlocke. Da bin ich aktuell dabei, diesen Hack, den wo wir da Nuzlocken werden, casual fertig zum Spielen. Da bin ich jetzt auch schon relativ weit. Also je nachdem wie viel Zeit ich finde, die nächsten Tage werde ich mit dem Hack casual fertig werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich heuer schon noch zu einer Hardcore-Nuzlocke kommen, die wo dann richtig intens wird. Und ja, also es sind schon noch einige Spiele da, die wo wir uns spielen werden. Da wird für jeden irgendwas dabei sein. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wir eintönig unterwegs sind. Gut, vielleicht jetzt mit den Souls-Titeln, da haben wir vielleicht jetzt ein bisschen eintönig unterwegs, aber die meisten kennen mich durch das. Ich bin dem Genre einfach ewig verfallen schon und werde auch ewig verfallen sein. Ich suche da einfach immer die Herausforderungen, so Souls-like-Titel. Und wie gesagt, mit Lies of P, ich weiß nicht, da haben die Entwickler richtig gut abgeliefert bisher. Wir haben jetzt, wenn wir da eventuell am Dienstag noch einen Zwischenschritt machen, haben wir kurz vor dem Boss stehen bleiben. Den haben wir noch zweimal versucht. Wie gesagt, das Programm, ich versuche das Programm immer bunt gemischt zu gestalten. Ja, es ist nicht immer einfach, aber ich tue mein Bestes, sozusagen. Ne? Aber gut, Freunde der Sonne, wichtiger ist, wir spielen halt Resident Evil 2. Kümmern wir uns mal ums Hier und Jetzt. Ja, wir starten heute mit dem Horror-Oktober. Wir fetzen mal mit Resident Evil 2 rein. Wir spielen mal, bevor die Frage kommt, wir spielen mal halt den Geschichtsdrang, oder das heißt, wir spielen mal die Geschichte von der Claire, weil die vom Leon habe ich schon gespielt und die von der Claire kenne ich noch nicht. Das heißt, wir werden stets Depth an unserer Seite haben. Inwiefern wir das sehen oder nicht, das weiß ich nicht, aber es ist ein kleines Trostpflaster, zumindest für mich und für die ganzen anderen Simper da in der Community. Genau, und am Mittwoch wird es noch krimineller, da spielen wir Madison. Obwohl ich überhaupt nichts weiß. Also so gut wie gar nichts. Und wo ich halt. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß auch, was ich bisher so wirklich gesehen habe. Na gut. So, Freunde, sollten wir mal starten. Ich war noch nicht hundertprozentig, wie lange ich heute live bin, aber definitiv bis 18 Uhr kann da 19 Uhr sein. Das hängt davon ab, wann Frau Bart sich heimkommt. Weil wir kriegen heute noch Besuch und machen einen Spieleabend. Wobei ich kann eigentlich heute einmal konstruktiv den Vorschlag bringen, dass man einen Horrorfilmabend macht. Wer mag mit mir den anschauen? Okay, egal. Gut, mehr Depth, mehr gut. Genau das ist der Hintergedanke dabei, Mr. Ripsy. So, und ich darf jetzt vorschlagen, wir schauen jetzt langsam mal ins Spiel. Ja? Zombies verabschieden sich ja schließlich nicht von selber. Ja? Da müssen wir mir ein wenig nachhelfen. So. Oh, jetzt schon. Gruselmusel. Ne? Gut. Wo ich mein Legend hinziehe, das entscheide ich jetzt dann spontan, weil ich nicht genau weiß, ob die Kameraposition da an und für sich so passt. Aber das werden wir auch regeln können. Ihr müsst mir dann nur bitte sagen, ob der Ton vom Spiel in Ordnung ist oder ob wir leise oder lauter machen. Ja, gut, recht viel lauter kann ich nicht mehr, aber leiser können wir auf alle Fälle noch werden. So, dann schauen wir mal. Ja, das hat eine Autospeicherfunktion, das ist schon mal gut für mich. Ne? Das ist perfekt. Das Spiel hat jetzt schon 11 von 10, weil es allein schon eine Autospeicherfunktion besitzt. Perfekt. So. Gut, wir spielen mal die Kampagne. Und wir machen ein neues Spiel. Ist aber sowieso klar. Das, was ich jetzt da noch habe, ist der damalige Spielstand vom Leon. Der interessiert mich aber nicht. Ja? Wir fangen mal ein neues Spiel an und wir spielen mal, wie ich schon gesagt habe, dieses Mal
mit der Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. So, wir spielen es nicht mit assistiert, weil wir haben ja schließlich so ein bisschen ein Pro-Gamer-mäßig. Wir spielen es aber auch nicht auf Veteran, weil ich keinen Bock habe, dass so Zombie 18 Kugeln frisst. Ja, auf das habe ich keine Lust. Wir werden es auf Standard spielen. Soll mein Kartoffel einem so derartig hart kicken, dann können wir auch einer zurückstellen. Ja? Ich out mich da einfach mal ganz simpel. Ne? Wobei ich die anderen Resi-Teile alle auf normal durchgezogen habe. So gesehen. Ja, damals auch das, wo ich das privat gespielt habe, habe ich es auch auf normal geschafft. Das Resi 8 haben wir auf normal durchgebracht, Resi 7 haben wir auf normal durchgebracht. Also werden wir das ja den erst auch nochmal auf normal durchbringen. So. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas und Claire Redfields Ziel. Unterwegs auf ihrem Motorrad hat Claire nur ein Ziel, ihren großen Bruder... Ja genau, super, danke, dass ich es fertig lesen darf. Okay. Wir schaffen das. Im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Wenn der Ton nicht passt, bitte Meldung machen, okay? Es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam Döner. diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du, dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns, so, Lust auf einen Döner. Wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht Okay. nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, Untertitel haben wir. Mach mal. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde grad gut. Ich glaube, das geht für ihn nicht gut aus. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Ja, ich glaube, die ist hier. Fängt ja schon gut an. Nein. 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 Oh, Brudi, ich glaube, das ist nicht gut, was du da gerade machst. Was soll ich tun? Die Polizei rufen? Sehr gut. Claire ist ein Bikerbraut, das taugt mir schon wieder. Ja, dann passt da. Wo hast du jetzt nicht unbedingt das Beste wieder ausgesucht? Klingt gut. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Sowieso, muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Dipf! Was zur... Hallo? So, der Mr. Prof war gar nicht so unwesentliche, gar nicht so einen unwesentlichen Vorschlag gemacht. Mir kann man nämlich die Untertitel einstellen. Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Ja, das machen wir natürlich. So. So, Freunde der Sonne. Den Faktencheck. Schaut sauberhaft aus. Schon eine niedliche, das ist eine Feschi-Mieze. Ja, was hast du überhaupt für ein Moped? Das ist einmal die wichtigste Frage. Das ist eine Harley. Tatsächlich, Harley Davidson. Ja. War ich jetzt kein Fan von so Lederkisten, weil die meiner Meinung nach sind die einfach nur laut und werden nicht schneller. Aber an und für sich. Bikerbraut. Kann man schon mal so machen. Ich finde, es sollten mehr Spiele kein Autosave haben. Ja, ich hab die auch lieb, Mr. Prof. Hab die auch lieb. So. Ja, ich hab's vermisst, dass Spiele so derartig finster haben, dass kein Meter weit nicht siehst, ohne Licht. Das ist sehr gut. Ja, das ist mir richtig abgegangen. Hallo?
Irgendjemand hier? Hallo? Den Laden untersuchen. Was denn da ist? Ah ja, zauberhaft. Brudi, du schaust aber auch nicht. Alles in Ordnung? Er geht die Achsen ab, oder was? Achso, na, da ist er. Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Der hat sich bestimmt nur beim Dosenaufmachen hat er sich das angerutscht, 100%. Das ist ein ganz normaler Arbeitsunfall. Wo ist Berufsgenossenschaft, wenn man es braucht? Fix nochmal. Aber was gibt's da einen Bäcker oder was? Ja, das fängt auch schon wieder gut an. Habe ich die Ehre aus der Ausübungszelle, Birgit, habe ich die Ehre, grüß dich gut. Wie jetzt, die kühl lagern Zombies oder wie? Ich sagte halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurückbleiben, Ma'am! Nicht näher! Oh mein Gott! Weg von ihm! Die Scheiße! Weg von ihm! Okay, Uli, die nicht 18 haben jetzt raus. Oleg. Wie, komm feuern? Ach, hier aber Waffen. Das hat ja schon mal nicht schlecht funktioniert. Ah, Laufverkäuer, das ist gut. Hey! Was zum Teufel? Hey, wir haben die scheiß Tier jetzt zugesperrt. Aha, da brauchen wir auf alle wieder einen Schlüssel. Müssen wir schauen. Ah, da hängt einer, da schau her. Oh, da schau her, ein sehr gewohnter Anblick. Da bleiben wir da, die Sonne. Ich dachte einfach so, Freunde der Sonne, oh, leck hat die einen Booty, da schaut er das einmal an, das ist ja Wahnsinn. Ich sag's nochmal, alle, die wohl nicht 18 haben jetzt raus. Ja, okay, nehmen wir den Scheißschlüssel, das hilft ja nicht. Ja, unser Inventar ist dezent begrenzt. So können wir es auch machen. Okay, ja gut. Der Teil ist richtig brutal. Der steht wieder auf, das war ja auch klar, oder? Ja, das kannst du aber auch vergessen, dass ich jetzt da mein ganzes Immun verbrot. Das vergiss den Fall. Die haben jetzt da einfach stiften, das sag ich dir, wie es ist. Kannst du vergessen, dass ich da meinen Mund verschieße? Wow, nicht schießen! Runter! Wir müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Ich glaube, brauchst du mal einen Zahnarzt. Los jetzt! Rein da! Festhalten. Ja? Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Angenehm? Wohnst du hier? Nein,
Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Vor allem, wohnst du hier? Ja, natürlich wohnt der an der Tankstelle. Was hast du abgemeint? Freunde der Sonne, willkommen im Horror-Oktober. Ja? Ich hoffe, ihr habt's genauso Bock wie ich. Man kennt's nachts noch schnell zur Tankstelle einen Snack holen. Ja, kenne ich. Kenne ich absolut. Wie oft ich auf die Nachbarn Tanke fahre, die wo ein paar hundert Meter da über mir ist. Ja. Let's see. I'm so excited. Ja, freut mich. Freut mich. Resident Evil 2. Friends of the Sun. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Nein, Überlebenden... die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Vermisst einen Sprecher? Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Ja, einen guten Wünschen, Freunde der Sonne. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Wolleck! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Es ist nicht so einfach, wenn der Zombie an dir druckt. Kann nicht! Festhalten! Wo man das Bikini-Outfit gekauft hat, ich glaube nicht. Ach so, okay. Aber ist immer der gleiche, glaube ich, oder? Claire! Claire, alles klar? Ja! Mir geht's gut! Was ist mit dir? Ich muss weg hier! Ist nicht sicher! Oh, Scheiße. Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Freunde der Sonne, kleine Resident Evil Weisheit im Tutorial, schießt du nicht dein Moon kaputt, ne? Das machst du nicht. Das sind 3 Millionen Gegner. Mit 5 Schuss. Muss in Bewegung bleiben. Mit 5 Schuss kämen wir da definitiv nicht weit. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hin muss, aber... Ah, da hinten. Da hinten schaut's gut aus. Ist wie das Ende der Welt. Wir sparen uns schön unser Moon auf. Da haben wir nicht lange umeinander. Ohne hinzusehen, dachte ich, die Bikini-Frau kommt vom Seiten. Nein. Ich weiß gar nicht, wo kann man denn das nachschauen? Da müsste die wahrscheinlich vom Speyer aussehen, oder? Da schaut es jetzt mal halbwegs gut aus. Oder auch nicht. Ja, ja, du kannst mir mal.
Easy. Ja, der Fred, der Schorsch, der Pepe und der Ulf. Ja, die haben abgelaufene Lebensmittel zu sich genommen. Ja, die leiden massivst an der Magenverstimmung. Ja. Freunde der Sonne, so schaut man aus, wenn man im Urlaub 2 frisst und dann im Flugzeug Magenverstimmung kriegt. Da schaust du ungefähr so aus. So, jetzt luren wir da mal ein wenig. Ja, weil die kommen ja da jetzt erst einmal nicht rein. Das ist einmal gut für uns. Haben wir eigentlich sowas wie eine Map? Tatsächlich. Eine Map haben wir. Das ist schon mal gut für uns. Da mal alles schön umluren, ne? Oder wie der Prof, wenn er gerade aufsteht. Ja, das kann auch mal vorkommen, dass ich so aufstehe, wenn ich am Montag in die Frühschicht muss. Ne? Um 5 Uhr in der Früh, wenn der Wecker läutet. Dann schaue ich ungefähr genauso aus. Da hast du nicht Unrecht. Okay. So, wir haben jetzt auf alle Fälle eine Polizeistation. Das ist ja schon Maps. Die Umgebung erkunden. Ja, zauberhaft. Irgendjemand hier? Offensichtlich nicht. Oh, da ist auf alle Fälle Stimmt, an der Rezeption von der Polizeistation. Oh, da ist ein Mundlasche her. Das nehmen wir. Die brauche ich eh dringend. Ah, Mund brauchen wir eh dringend. Da ist auf alle Fälle schon mehr Speicherkasten. Das ist gut für uns. Und da haben wir Kisten. Das ist auch gut für uns. Der Schlüssel, das ist immer so Resi-typisch, ne? Bei Gegenständen, wo man nicht mehr braucht, da ist meistens dann danach entweder irgendwo so ein roter oder grüner Hagel oder irgendein anderes Symbol. Das heißt, der kann weggehen. Ja, wir haben aktuell nicht so wirklich das üppige Inventar. Ne? So, und auf alle Fälle ist da mehr Speicherstation. Das ist gut für uns. Jeden Morgen vor dem ersten Kaffee erstmal eine persönliche Folge Walking Dead. Die ganz eigene. So, was haben wir da? Das ist auch wieder Resi-typisch, da kann man jetzt natürlich nicht mit der Hand hergehen und das Klebebandel runterziehen. Nein, da braucht man ein scharfes Messer. Ja? Weil wir haben einfach nicht die hellsten. So, ne? Ist auch klar. So, Messer ist eigentlich so typische Standardausrüstung in jedem Resident Evil. So, Keep Out. Ja, da werden wir mir wahrscheinlich rein müssen, weil warum auch nicht? Weil da steht nicht umsonst Keep Out. Oh, was haben wir da? Erste-Hilfe-Spray, das ist auch mal gut. Das können wir auch gleich mal mitnehmen. Auf alle Fälle müssen wir da irgendwo so anschauen, aber wir schauen uns jetzt erst einmal da in Ruhe um. Ja? Wir pressieren uns auch nichts. Also weit mir bekannt kommt da erstmal kein Zombie nicht. Das ist ein Rätsel. Das mit der Statue da. Da glaube ich, muss man so 3 Symbole sammeln, wenn mir nicht alles täuscht. Und das kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Wo sind die ganzen Generatoren zum Reparieren? Die kämen bestimmt noch. Da ist auch ein Rätsel. Okay. Schauen wir mal. Die Tieren haben jetzt wahrscheinlich noch alle zu, oder? Nicht einmal. Okay. Ja gut, aber da müssen wir später sowieso überall hin. Von daher passt ihm das schon. Na gut. Ich spiele gerade DBD, aber das war mein erster Gedanke, wo der Basis in Talle ist. Ja, in DBD gibt es das Gebäude tatsächlich ja. Das stimmt. So, jetzt schauen wir mal, was der Laptop sagt. Komm schon, Chris. Wo steckst du? Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Ja, ich darf halt einmal ein wenig öfter hinschießen. Ich sollte ihm helfen. Okay.
So, da haben wir jetzt einmal, da, das ist jetzt aber auf, da schau her. Easy. So, da ist jetzt der Raum, wo wir hin müssen, der Raum der Wache. Okay, wir haben aktuell in der Eingangshalle. Aufgemerkt, Resi-typisch, die Räume haben immer zwei Farben. Einmal so mehr so türkis-bläulich, ne? Und einmal so rötlich. Wenn der Raum rot ist, gibt es dann auch immer irgendwas zum Holen. Sei es jetzt irgendein Rätsel oder man kann noch irgendwas aufglauben, Moon, Heilung, Kraut oder was weiß ich. Und wenn der Raum blau ist, ne, dann gibt es da nichts mehr zum Holen. Dann ist in diesem Raum alles erledigt. Ne? Das ist eine ziemlich coole Sache, weil dann braucht man sich nicht dabei unnötig Gedanken machen, ja, kannst du vielleicht noch was geben? Es wird mir relativ schnell farblich angezeigt. Ne? Just saying. So. Müssen wir mal schauen, ob wir da reinkommen. Er bleibt natürlich wieder hängen. Wir müssen mal schauen, da oben, oder? Ja. Ja, perfekt. Ja, das ist super toll. Ja, ich sehe halt gar nichts, ist eh klar. Ja, schön. Wo bist du? Ja, leck. Eben, wenn wir einfach in der Eingangshalle warten, bis wir entweder einfach verrecken an dem Virus oder bis uns jemand holt, der was besser kann wie mir. War das nicht irgendwie besser? Ich hab da jetzt irgendwie überhaupt keine... Ne? Ich hab da jetzt irgendwie so gar keine Motivation dahinter zu gehen. Aber wirklich so gar nicht. Na, da Exit, das war so einfach. Einfach gehen, von der Stadt abhauen, in den nächsten Flieger steigen und ab vom Hof. Irgendein Land gibt es schon, was nicht von Zombies verseucht ist. Ne? Malediven zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass ein Zombie schwimmen kann. Ja, super. Unter Wasser steht der ganze Kasten da auch noch. Okay, da brauchen wir irgendeine Sicherung, ist auch klar. Warten, bis die Mama kommt und einen abholt. Ja, genau! Ja! The old-fashioned way, ne? Einfach warten, bis Mama kommt. Aha. Es ist ja sowieso klar, dass du irgendwo siehst. Das hält jetzt einfach starten und wartet, bis uns irgendwie bei der nächstbesten Möglichkeit von hinten springen kann. Ja? Sag ich doch, können wir. Wir kannten uns aber, ganz ehrlich, wir kannten uns aber einfach auch zusaufen. Das war natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, gell? Kalte Getränke, ne? Einfach mal mit Jack Daniels aus der Dosen zubredern. Warum eigentlich nicht? Konzentration, Claire. Konzentration. Das sagst du so leicht. Okay, Notiz an mich. Ich muss bei Madison unbedingt die Soundalerts ausschalten, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Sonst kriege ich einen absoluten Schlaganfall. Der da, der wo man da so ganz penetrant sein Arschloch... Wenn wir schon bei Stichwort Arschloch haben, Sabi, hab ich die. Der, wo man da so massiv penetrant sein Arschloch in die Kamera streckt, der ist nicht tot, das kannst du am Plänen verzeihen. Warum der einen Subwoofer da stehen hat, das weiß auch nur Gott. Ne? Das weiß auch nur Gott selbst. Vielleicht hat er laut Bassmusik gehört, das kann auch sein. Vielleicht hat es ihm gestern beim Semcro-Mike seinem Streamer das Ohrwaschel zerrissen, wer weiß das schon. Ne? Keine Ahnung. Werden wir außerfinden. Timing kann ich. Ich hab so ganz massivst die Vermutung, dass das Timing einige von euch jetzt in den Horror-Oktober-Wochen drauf haben werden. Da bin ich mir absolut sicher. Also wenn man Mund nicht schaut, da liegt doch was. Also wenn man Mund nicht schaut, da der man mal einen Probeschuss ins Arschloch reingeben. Ne? Ey, du ruck mal ein Stück. Ah ja, okay. Bist du also doch tot. Okay, ja gut, dann geh ich halt wieder. Sabi, wie geht's dir? Hallo an die ganze Bande hier. Schön, dass du da bist. Und WB Mike, abgesehen davon. Ich hoffe, es macht den Mund nicht. Mach die dir aufhörst.
Aha, da seht ihr, der Raum ist quasi... Da in dem Gang gibt es quasi nichts mehr zum Holen, brauchen wir uns quasi nicht mehr umschauen. Im Scheißhäusl gibt es scheinbar noch irgendetwas. Und der ist der Presseraum, ja, der hat pressen müssen. Und da gibt es nichts mehr. Das heißt, wir können eigentlich straight weitergehen. Okay, hast du einen Schmalz? Ja, Sabi, mein Puls ist noch relativ in Ordnung. Ja? Für einen normalen Humanoiden ist er noch im Rahmen. Ja? Wer weiß, wie lange das so bleibt, aber noch ist alles gut. Schön, dass bei dir alles passt. So. Aha. Ja, da haben drei so Hamperer. Da siehst du das schon. Da. Fotzkopf. Natürlich müssen wir an einer vorbei, weil warum nicht? Oh mein Gott. Ja, Gott wird da nicht mehr helfen. Oh, da kommen einige. Verdammt, da brauchen wir einen Zentralschlüssel. aka Bolzenschneider. Ja, okay. Können wir uns darauf einigen, dass ihr mich da jetzt durchlasst? Aufmachen! Schnell! Ja, jetzt chill mal. Aufmachen! Du sollst chillen, sage ich. Verdammte Tür auf! Warum trittst du das nicht einfach ein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Also das war die falsche Tür. Ja gut, dann gehen wir da. Da, Mülleimer! Ich wirf den Müllsack auf den Kopf, wenn es wirklich pressiert. Da gehst du her. Da mal auf den Schund. Da zu und am besten zusperren. Ne? Da herin gibt's selbst. Da gibt's Loot. Loot wo? Ich lass dich da so lange in dem Ding drin stehen, bis du sagst, mit der Loot ist. Das ist mir scheißegal. Ja, okay, Glück der Teufel. Die Tür aufmachen! Aufmachen! Aufmachen, bitte! Hier, geben Sie mir die Hand! Hilfe! Festhalten! Geben Sie mir die andere Hand! Ist okay, ich hab sie! Oh mein Gott! Sag, Mama! Tut mir so leid! Wer wollte der Gulasch suchen? Oh Gott! Okay, ich hab zwei Fragen. Erste Frage, hat der Zombie so derartig viel Kraft, dass er einfach einen Menschen in der Mitte auseinanderreißen kann? Also ich meine, es gibt einen Zombie, der das kann in Resident Evil 2, das weiß ich. Und die andere Frage, die ich mir stelle, wenn er das nicht kann, hat der jetzt ihm einfach 4 Socknagelt innerhalb von 10 Sekunden? Ist dieser Piranha-Zombie ein Hai-Zombie oder was können die eigentlich? Ich verstehe die Frage nicht. Da hilft es, tut mir leid, auch nichts. Ja, nein, da hilft dir kein Einhornpflaster nicht mehr, wenn du mich fragst. Ne? Nein, Claire ist so stark. Also so man, ja, anders tut man. Okay, die Claire hat quasi stark angetreten mit. Die war wegen stark im Fitnessstudio, meinst du? Okay, verstehe die Frage schon. Notizbuch eines Polizisten. So, was haben wir jetzt da? Wir haben eine göttliche Statue, die steht in der Eingangshalle, die hat 3 Medaillons. Und da geht es unterhalb der Statue scheinbar in irgendeinem Gang aus zu einer Parkstation. So, und da sehen wir auf alle Fälle ein Symbol mit einem Löwen. Siehst du das da? Da haben wir ein Löwensymbol. Der steht quasi oben oberhalb von der Treppe und da haben 3 Symbole. Wahrscheinlich, wenn man die 3 Symbole eingibt, kommt das erste Emblem raus. Dann müssen wir noch 2 weitere Statuen finden. Das andere ist ein Einhorn, das war was für Frau Bazi. Und das andere, weiß ich nicht, ist irgendeine Vollbuser-D, keine Ahnung. Werden wir außerfinden, schaut irgendwie so ein bisschen aus wie Lady Justice, ohne halt der Waage, keine Ahnung. Auf alle Fälle müssen wir innerhalb dieses Polizeigebäudes quasi 3 so Statuen finden. Da haben die 3 Embleme drin. Mit den 3 Emblemen können wir die fette Statue herunterfuhren und wenn wir die gefuhren haben, können wir aus dem Polizeigebäude aussehen. Sounds like a plan. Okay? So, und du bleibst da schön brav drin. Das möchte ich aber jetzt auch hoffen. So. Okay, der kommt unerwartet. Okay, das Aim ist noch ein wenig schwammig. Ich glaube, ich muss das Ding ein wenig ändern. Da meine ich, war es ja auch sinnvoll, weil es einfach Fiercentänzen nennen wir. Ja, hätte vielleicht noch lohnen sollen. Ja, das wird wieder eine Herausforderung.
Ja, da wird halt keiner sein. Oh, oder vielleicht auch schon. Alles klar. Ja. Du bist sicher. Vorher. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Marvin Brenner. Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja. Ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Ja, natürlich gebe ich dir jetzt die blutverschmierte Hände. Also, niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß nur sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja, ach nee! muss ich nicht sagen. Hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester? Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Aha. Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt's einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Ja, lecker mit die Bluttoppe. Sie sollten schnell ins Oh Krankenhaus. nein, vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein, das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hör Hilfe. zu, Claire. Rette dich selbst. Damit du deinen Bruder wieder siehst. Hier. Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Leck, was ist denn das? Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn. Ey, was ist denn das? Kampfmesser. Aha. Da schau her. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. L1 bereithalten, R2 schlitzen. Kann zum Kontern L1 verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Okay, zauberhaft. Ja, immerhin. So. Rudi, ich sag das... Ja, ist schon klar. So, wir brauchen auf alle Fälle jetzt einmal Heildosen. Ja? So ist der. So. Auf alle Fälle wird das mit dir nicht gut ausgehen. Da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. So. Jetzt passt so. Warte mal. Was müssen wir jetzt tun? Wir haben da oben, genau, die Statue da, die müssen wir mit 3 Medaillons fordern. So, und ein Medaillon findet man da oben. Ach, da oben. Ja, genau. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Das schauen wir uns jetzt einmal an und dann sehen wir es schon. So, jetzt pass auf. Wir müssen jetzt nur mal schauen. Hinweis, Notizbuch eines Polizisten. Wir brauchen jetzt die Löwenstatue, da brauchen wir jetzt einen Löwen, so einen Weizenzweig und einen Vogel. Löwen, Weizenzweig, Vogel. Zauberhaft. Löwenmedaillon. Ah, das ist ja schon mal was. Ja? Haben wir schon den ersten Meter gemacht. Den ersten richtigen Meter. So, jetzt im Endeffekt geht auch wirklich das Resident Evil 2 eigentlich erst an. Ja? Also die erste Passage kannst du eigentlich davon laufen, bei der zweiten da jetzt halt auch. Das habe ich noch gewusst. Ja? Weil da lohnt es sich nicht, dass du dein ganzen Mund verballerst. So. Im Gegenzug nehmen wir uns jetzt aber da wieder Moon mit. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Mehr Moon, mehr gut, Freunde der Sonne. So. Wir mal schauen, weil das Medaillon müssen wir da jetzt rein theoretisch bei der Statue da unten schon einsitzen können, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann werden wir auf alle Fälle einmal speichern, ja, damit nichts passiert. So. Aha. Also hat Elliot recht. Ja, noch sind wir nicht raus. Was soll das leicht... Oh, ich kann nicht mehr auf den zielen. What? Weil ich weiß, ich wollte es ihm einfach machen. Ich wollte ihn einfach erlösen. Aber gut.
Das Spiel will nicht, dass ich sadistisch werde. Okay. Schön. So, jetzt werden wir da mal speichern. Damit ja auch nichts passiert. Gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ein Buttermesser gefunden. Können wir mit dem Buttermesser das Ding da aufschlitzen, das die, tatsächlich. Weißt du, das hättest du jetzt nicht mit den Fingern wegziehen können. Na gut, dann ist zumindest da schon mal auf. Da müssen wir eh aussehen, abgesehen davon. Da gibt es noch Büro Ostseiten. Den Raum haben wir quasi noch nicht entdeckt. Okay. Da gibt es ja Roboter noch einen Beobachtungsraum. Zweiten Stock herum. Da gibt es auch noch ein Tier. 2 genauer gesagt. Gibt es einen Beobachtungsraum und ein Vernehmungszimmer. Da kommst, wenn's. Ah, da müsst ihr jetzt da von der anderen Seite oben und dann da um. Okay. Ja, gut. Wenn ich mich nicht täusche, ist, wenn man über Fortfahren oder Laden startet, sollte es noch andere Vorkommnisse geben. Wie meinst du? Oh, da ist schon wieder Mund, da schau her. Spei weiß, dass ich absoluter Kartoffeleimer bin, ja, und startet schon mit grundsätzlich mit 50 Schuss mehr aus. Oh, Kraut haben wir auch noch, da gehst her. Grünes Kraut, ja. Naja, immerhin. So, ausgelootet, perfekt, da haben wir nichts mehr. Das ist so finster. Oh, leck, bist du behindert oder? Hey, Moment einmal, das war jetzt aber Schiebung. Geh, mach die Tür auf, sag mal, bist du behindert oder was? Das war aber jetzt Schiebung. Da schau mal hin, wie schön hell das da noch ausschaut. Da jetzt, zack, Stromausfall. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, der wollte da hinten in den Heizkörper sitzt und sich einen anschaut, weil er friert, weil die Heizkosten so gestiegen haben, das ist auch klar, oder? Wo haben wir denn da jetzt überhaupt? Da geht's da noch eine und da hinten geht's um. So scheint der Sackgasse zum sein. Da ich da einen Hydrant auspacken und da ihm ins Gesicht einspritzen, ja? Damit er mal sauber wird, der Burle. Habe ich die angenehm? Ja, schön, lecker. Der hat Karies, ganz klar. Wer ist da? Okay, passt schon. Brudi, du bleibst aber schön brav da umhängen, gell? Ich wollte mal fragen, wo sagst du denn du so die nächsten 10 Jahre, hä? Was machst du so? Ja, offensichtlich bist du Polizist, aber ich war scheinbar nicht so erfolgreich, wenn du da abhängst. Aber gut, okay. Da bleib ich auch da um, ich schwör's dir. Bei Gott, du Arschloch, du Grintix. Warum zuckst du so greislich? Ah, da schau her. Nächste Resident Evil typische Mechanik, sag ich jetzt einmal, Schlüssel. Ne? Da braucht man einen was ist denn das? Peak? Keine Ahnung, ich kenne mich mit den Karten nicht so gut aus, aber da brauchen wir auf alle Fälle einen spezifischen Schlüssel, dass wir da rein können. Pro-Gamer-Move, die Dio einmal anklicken, weil dann sieht man nämlich auf der Map, ne? Dann sieht man da das Symbol, was diese Tür verschließt. Ne? Ganz wichtig. Ja, schau mal hier, da haben schon schöne Greier, schöne tiefe Greier. Perfekt. Da ist ja richtig Bock, dass ich da entlang gehe. Da ist ein Fenster auf, das will ich nicht. Warum ist da ein Fenster auf? Okay, in dem Gang gibt es aber nichts mehr. Der kriegt einen Big Bagger vor mir in den Goschen, ja. Wahrscheinlich sogar 2. Das war nur eine Riesenmusikatze. Ja. Glaube ich sofort, dass das nur Katzel war. Hat jetzt die ernsthaft die Scheibe eingehauen, oder was? Was zum Teufel? Liegen bleiben, du! Liegen bleiben, hab ich gesagt, du Fotzengrobe Nasch.
Wenn's jetzt, du stehst aber jetzt hoffentlich nicht mehr auf, gell? Wollte ich dazu machen? Ah, stimmt, da hat man so. Ja, stimmt, da hat man ja so Bredeln sammeln können. Ja, genau, stimmt. Mit Bredel kann man Fenster zubredeln, ne? Ist das der Ernst? Bleibst du liegen? Was ist denn mit dir? Alter. Wie viele Kugeln hatten die blöde Futzen jetzt gefressen? 10 oder was? Jetzt ist aber Ruhe, gell? Die Frage ist, wo soll ich jetzt da hin? Ach, da geht's rein. So, servus, ich bin Putzfrau, wie schaut's aus? Ja, lassen wir uns einmal ein Bier, aber das ist gut. Ein Bier aber lassen ist aber gut, das hilft immer in so einer Situation. Oh, was haben wir da? Ah, nochmal Notiz. Ereignisbericht. 25. September. Ist noch gar nicht so lang her. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Zusatz. Eine der zufluchtssuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und 3 weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Ja, das ist eine gute Entschuldigung, wenn man mal jemanden umbringt. Ja, du, mir haben gerade Nerven durchgegangen. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. Ja, sehr gute Aussichten. Perfekt. Und wo haben wir richtig im Polizeigebäude? Ganz normale Nacht in der Berliner Polizeiwache, oder nicht? Ja, der Standard. Du kriegst da nicht, für das bisschen kriegst du nicht mehr einen Gefahrenzuschlag. Kannst vergessen. Das ist Restrisiko. Ne? Hast du halt Pech gehabt. So, wo haben wir denn jetzt eigentlich? Da Ring gibt es auf alle Fälle noch irgendwie. Was haben wir da? Karte der Polizeistation vom 1. Stock. Ja, das ist zauberhaft. Ah, da schau her. Da schau her. Jetzt wird das Ganze da so ein bisschen offener angezeigt. So, wir haben da außen rumgerannt, da ist das dumme Fenster, wo die andere blöde Britschen dahergekommen ist. So, wir haben jetzt da drin gibt es aber noch irgendetwas. Da, Freunde der Sonne, wir haben hier noch was. Die Frage ist, was? Das werden wir herausfinden. Irgendwas gibt es ja da drin. Da oben ist ein Fenster offen. Da ist die Tür. Ah, siehst du es da? Sehr gut. Mehr Pistolenschuss, mehr gut. Sehr gut. Easy. Nehmen wir Tante so mit. So, jetzt müssen wir mal schauen. Können wir da aussehen? Wahrscheinlich nicht, weil da brauchen wir einen Bolzenschneider, oder? Zentralschlüssel. Okay. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich da über das Fenster aussehen müssen, oder? Ja, aber da ist ein Pfeil. Ja, dann können wir auf die andere Seite nochmal. Okay, dann machen wir doch das einmal. Machen wir das einmal, damit nichts passiert. Ja. Das ist aber jetzt schon ein leichtes Klischee, damit, dass der dicke Beamte vorm Fressautomaten steht, oder? Das ist doch jetzt eine Diskriminierung für alle Menschen, die wohl nicht so eine wohlgesonnene Figur haben, oder? Kein Hate, by the way, ne? Ist aber hoffentlich sowieso klar. So, ich drehe mich erst einmal um und schaue eben da, ob der da noch ganz zu retten ist. Da. So, perfekt. Oh, da hat was. Warum haben die ganzen Zombie-Leichen Pistolenschuss? Ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, aber, ne? Hey du, ich glaube, da ist nichts mehr drin. Vielleicht ist er ja freundlich. Ich schieße ihm jetzt halt einfach einmal nicht gnadenlos ins Gesicht. Wo geht's denn da überhaupt? Da geht's nochmal auf die andere Seite. Okay. Ich lasse ihn jetzt einfach stehen, weil der wäre. Der tut mir halt einfach wirklich nichts. Oh, da ist zu. Ja, okay, das ist schlecht. Ja, dann muss ich an dem wahrscheinlich vorbei. Was haben wir denn da noch? Da rennt das auch noch ein Tier. Die ist aber zu. Die bleibt wahrscheinlich auch zu, right? Du stehst auch hundertprozentig nur mehr auf. Also, jetzt kennt der da stehen, oder was? Du Scheiße! Du Scheiße, ja genau, das hat es das aber gegeben, gell? Du stehst aber hundertprozentig nur mehr auf.
Du möchtest mit... Ja gut, okay, nimm mich mit. Sollten wir einmal Gummibärli-Backel rauswerfen und hinwerfen. Vielleicht ist er dann nicht mehr so zündig. So, gibt's da noch irgendwas? Da in dem Gang gibt's nichts mehr. Okay, so. Reppi, habe ich dir, grüß dich gut. Messer zur Sicherheit? Das ist ein guter Call. Ich schlitz dir auf, Arsch bis Hirn. Soll sogar einen Erfolg geben. Okay. Perfekt. So, da geht's ins West Office. Ah, da schau her. Da kommen wir auf alle Fälle schon mal einer. Das ist gut für uns. So, aber warum ist denn jetzt die Scheiß-Dreckstier da dazu? Ich verstehe die Frage nicht. Ach, die ist eh offen. Ach, da haben Schließfächer, hä? Das ist aber dann die da rennt, oder? Aha, die ist also, die ist dicht. Die ist, I see what it is, man. Da brauchst du den Greitschlüssel, ne? Damit du da reinkommst, dann kommst du dann da durch und dann kommst du da wieder raus und da wieder raus. Das ist quasi mehr oder weniger Shortcuts, wenn man so will. Okay? Gut, haben wir das auch geklärt. So, gehen wir mal, wo gehen wir denn hin? Da gehen wir mal da in den Safety Deposit Room, okay? Da gibt's auf alle Fälle etwas. Was haben wir da? Schließfach-Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Aha. Ja, perfekt. Okay, da ist auf alle Fälle auf. Boah, leck, da ist ein Buffen drin. Verdammt, da brauchen wir Waffenkarten. Boah, da ist ein Pumpgun drin. Ich möchte die Pumpgun haben. Und ich höre schon wieder irgendeinen Zombie. Ist das jetzt der Fette von vorher, oder was? Ich hab da einen Hut aber geschossen. Passt das? Du Arschloch! Diese Dialoge. Fick dich und du Arschloch. Das passt irgendwie zusammen. Fick dich und Arschloch, ne? Das heißt aber nicht, dass... Oh nein! Perfekt, drei Schuss ans angesetzt. Easy. Hallo, magst du sterben? Okay, du müsstest ein wenig schneller nachlohnen. Ist ja nichts mehr passiert. Glaubst du, dass Aokishi mit Brooke verwandt ist? Das glaube ich persönlich nicht. Reppi, ich weiß jetzt zwar nicht, wie du auf die Frage kommst, aber ich glaube persönlich nicht. Nein. So, was haben wir denn da? Da ist auf alle Fälle irgendeine Filmdosen, meine ich. Da ist Schuss drin. Schuss war gut für uns, haben wir gerade nur verschwendet. Was haben wir da? Da ist ein Messer drin. Das schaut nach Schießpulver aus. Warte mal, was haben wir denn da überhaupt? Und das sind die 4 Spindnamen. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 9. 109 war einmal interessant. 109 war einmal ganz wichtig. Ja, lass mich raten, der 9. Ja, der geht sogar. Perfekt. Da. 1, 0, 9. Enter. Das ist einmal zauberhaft. Sehr gut. Perfekt. Moment, was? Moment, die Map kenne ich, die ist aus dem... So, Birgit vorher schon gesagt. So, was haben wir da? 102, das kann es eigentlich 101. 101 können wir machen. Können wir nicht machen. Warum können wir 101 nicht machen? Achso, weil der schon offen ist. Okay. 102, 103, 104. 102 und 103 können wir nicht machen, aber 104 können wir... Halt das. 104. Geht auch nicht, weil... Ach so, weil der auch schon offen ist. Okay, 2 und 3 geht nicht, weil die haben wir nicht. 106 kann noch interessant sein. Jetzt warte mal.
Du haust mir in Lörg. Danke dir, Sabi. Und viel Spaß weiterhin. So, 106 haben wir gesagt. Schaut gut aus. Schaut ihm gut aus. So, was haben wir da? Ich meine, war Filmdosen drin, oder? Film. Wird schon. So, 108 ist nix und 107 ist auch nix. Was haben wir auf der anderen Seite? Wahrscheinlich der 2er vorne dran, oder? Ja, okay, und einen 2er haben wir nicht. Was ist denn diese Handgranaten oder was? Ja, einen 2er haben wir halt nicht. 203 ist eine Inventarerweiterungstasche. Ja, aber der 2er geht uns halt ab. Okay. Ja gut, da können wir quasi noch nicht fertig looten, das können wir quasi noch gar nicht. Und da hinten ist ein Pumpkin. Das ist einmal wichtig für uns. So. Beide haben einen Afro, beide haben eine runde Brille, beide haben dieselben Gesichtszüge und beide nutzen Eisfähigkeiten. Beide sind übernatürlich groß. Das ist aber, glaube ich, eher mehr... Das, glaube ich, ist eher mehr Zufall. Also ich glaube es persönlich nicht. Die Eisfähigkeiten, auf die darf ich mich jetzt nicht stützen, weil der Ruffy kann auch Feuerangriffe, sozusagen, ne? Also da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Wer grunzt denn jetzt schon wieder so saublöd? Da drin steht der Zombie, ja perfekt, zauberhaft. Also ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Es war ein interessanter Plot-Twist, aber ich glaube nicht, persönlich. Musst mal da hinten am Gitter schauen, da ist oft ein Hex. Ja, wenn wir jetzt DBD-Spenden hatten, war die da jetzt stets bemüht. So, wo haben wir denn da jetzt? Wir haben jetzt im Büro auf der Westseite, da können wir auch wieder, da wieder um. Und wir müssen noch Obacht geben, jetzt pass auf, wir müssen da hinten in die Dunkelkammer dann später, ja, das ist der Gang da, wo da ja hinten irgendein Zombie am Fenster steht. Jetzt wollen wir aber erst einmal das da erinnert, ne? Eins nach dem anderen. Haben wir da Schießpulver. Schießpulvernutzung. Pistolenmulden ist zweimal Schießpulver, Säuregranaten. Schießpulver plus hochwertig Schießpulver und MP-Munition zweimal hochwertig Schießpulver. Okay. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition genommen. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Okay. Ja, okay, zauberhaft. Ja. Ja, der ist klar. Ich mein, Leute, es müsst ihr schon mal in die Lage versetzen, gell? Die Polizisten, die haben permanent am Strom, ne? Ist ja klar, dass die mir irgendwann noch mit Licht ausgehen und der mal einen Power nicht machen muss. Ist alles in Ordnung, ja? Kann man mal machen. Bezahltes Arbeiten ist auch mit Schlafen verbunden, wenn du mich fragst. So, ich plündere jetzt den Spind da jetzt. Oh, da ist Mond, ja, das ist gut für uns. Das ist immer gut für uns. Freunde der Sonne, Moon ist gerade für mich immer gut. Ich kann das erste Mal in meinem Leben spoilern und Backseat Game mache ich natürlich nicht. Das würde ich dir auch raten, Birgit. Wobei, so wirklich spoilern kannst du mir da jetzt per se nicht mehr. Ja, du stehst halt auch hundertprozentig auf. Ja? Du bist am Reinigungsmittel, hast dir ein wenig stark vergangen. Ja, ist ja klar. Ich kenne das Spiel zwar an und für sich, aber den Geschichtsverlauf von der Claire kenne ich halt nicht so wirklich. So, was haben wir denn jetzt da eigentlich? So, da liegt auf alle Fälle mal eine Notiz, das schauen wir uns jetzt einmal an. So, erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt 2 Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzubringen, aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Gott eine direkte Antwort herauszuholen. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Ja, perfekt. Schön. Ich kann nicht spoilern, ich bin kein Formel 1 Wagen. True. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Okay, wir haben jetzt da ein Geschloss dran. LDF, das passt natürlich nicht. So, wir müssen jetzt was Anfangsbuchstaben von den Initialien. Da haben wir ein D. Da haben wir ein E. Und ein N. Jetzt ist halt die Frage, was für eine Reihenfolge. Entweder heißt es einfach nicht, das darf ich jetzt feiern. Wenn jetzt da die Zahlenkombi nicht wird, dann flippe ich aus. Capcom, absolut zauberhaft geile Idee. Es wird auch an uns Bayern gedacht. Sehr super. Es gibt automatischer Plus. Capcom, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ja, da wird an unsere bayerischen Bürger gedacht. So, was haben wir jetzt da? Dann geht's quasi von hinten einer, oder?
Lass mich raten, du liegst jetzt auf den Namensschädel und stehst gleich auf, oder? Ja, das war halt auch klar. Hast du aber gleich wieder hinlegen. Das Messer gibt's mir wieder. Okay, der hat gar keinen Namensschädel. Haben wir M? Ein R? Also und das andere müssen wir jetzt irgendwie anderweitig rausfinden, oder was? M? R? Ja gut. Jetzt müssen wir halt einfach den so lange drücken, bis das halt das Richtige rauskommt. MRG, perfekt. Schnelllader. Kombinieren. Das ist gut, dann können wir mal schneller nachladen. Ja? Das finde ich sehr gut. Das ist zauberhaft. R-E-N-I-D. Seitdem verstehe ich es nicht. Aber gut, okay. Ja, passt. Perfekt. Aber da gibt's nichts. Da drin haben wir auf alle Fälle noch irgendwas. Oh, was haben wir da? Einsatzbericht. Ja gut, das ist jetzt eher für uns eher uninteressant. Da gibt's aber immer noch Apps. Du schaust irgendwie aus wie der Richard Kruspe, ich weiß auch nicht. Ah, da haben wir einen Safe. Ein Tresor. Ja gut, den können wir halt nicht looten, weil da geht uns die Kombination dazu. Die Kombination findet man quasi noch irgendwann, irgendwo. Okay, ja gut. Sonst irgendetwas da drin? Nicht. Okay, ja gut. Ja, es passt ja schon. Wer war jetzt das? Sag ich doch, dass der da drin aufsteht und du kannst mir jetzt am Arsch lecken. Geh jetzt einfach da. Oh. Okay, geht da nicht raus, weil mir da der Schlüssel geht. Das ist jetzt blöd. Ja. Okay, war auch nicht so schlimm. Ja gut, dann müssen wir da raus. So, wir haben ja gesagt, wir müssen den Gang da hinten, right? In die Dunkelkammer höchstwahrscheinlich. Holzbredel, da gehst her. Oh, hoppala. Bevor du die Scheibe haust, nugelt dir das zu. Da gehst her. Du kannst mich mal fett am Arsch lecken, dass du da reinkommst. So, kannst du es gern probieren, da, du Hamdacher. So. Kreital nehmen wir wieder mit. So, jetzt gehen wir mal in die Dunkelkammer. Ne? Da liegt der Notiz. Oh, da ist ein Speicherterminal. Ja, das ist gut für uns. Was haben wir da? Sehr gut. Mehr Moon, mehr gut. Freunde der Sonne. Das ist gut für uns. Schießpulver. Mischen wir gleich mal. Haben wir noch mehr Schuss. Ja, jetzt schaut es richtig gut aus. Freunde, jetzt schaut es aber gerade richtig gut aus für uns, gell? So, können wir irgendwas einlagern, was wir nicht mehr brauchen? Wahrscheinlich eher nicht. Schuss brauchen wir auf jeden Fall. Das Kräuter lassen wir so. Kann man das Kraut kombinieren? Gemischte Kräuter, GG. Die Mixtur aus 2 Grünkräutern stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Oh ja, schon her. Ist schon rentiert. Was haben wir da? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Ja? Rotskraut. Okay. Da haben wir doch den Film gefunden, oder?
Erinnerungsfoto. Achso, das ist so irgendein König, der hat ein Birkel und ein Zepter. Ja, okay. Was knackst du schon wieder so saublöd? Schalten wir uns halt einfach einmal ein Licht da, oder? Das wäre so gleich freundlich einmal. Schaut schon mal gut aus. Freunde der Sonne, macht's echt Spaß. Resident Evil 2. Was hält man davon? Ja, bisher schlagen wir uns eigentlich gar nicht schlecht. So, was haben wir da? Heilwirkung von Kräutern. Ja gut, das ist wohl klar, oder? Also grüne Kräuter heilen einfach unsere Gesundheit, während blaue Kräuter gegen Gift heilt. Ja? Rote Kräuter, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung, zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Ist glaube ich auch klar. Zauberhaft, ich verstehe die Frage nicht. Mehr erschrecken bitte. Ja, was soll ich machen? Erst. Das wird bestimmt noch kommen. Also, Shadow, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja? Ich weiß auch nicht, ob du nur auf meinem Discord-Server bist. Wenn nicht, dann schau, dass du auf meinen Discord-Server kommst. Wir spielen am Mittwoch Madison. Ich glaube, da wird der Erschreckungsfaktor oder der Jumpscare-Faktor um 800% steigen, wenn du mich fragst. Ne? Das wird ganz furchtbar schlimm werden. Habe ich so das Gefühl. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir alles. Jetzt, wenn wir über Treppen aufgehen, dann können wir da herum normalerweise irgendwann einmal raus. Das müssen wir jetzt schauen. Ja, ja, du kannst mir mal fett am Arsch lecken. I see what it is, man. Die Frau wird lebendig, 100%. Die verteilt Stiche. Ja, wieder mehr Schuss. Mit mehr Schuss einfach immer mehr gut. Ich glaube aber trotzdem, dass die lebendig wird. Sag ich doch. Alter, bist du aus Gusseisen oder was? Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin wirklich aus Gusseisen. Aus Tirol. Na gut, dass der da nicht reinkommt. Jetzt haben wir im zweiten Stock. Okay, da gibt's auf jeden Fall irgendwas. Mei bin ich froh, dass ich das Fenster zubredelt habe. So gut ein bisschen. A man's locker room. Dort ist es gut. Aha. Oh. So. Tragbarer Tresor. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen und untersuchen wollen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, das Ihnen... Ah. Wir müssen in die anderen... Oh, wir müssen bei den Knöpfen jetzt so nach der Reihenfolge drucken. Jetzt pass auf. Okay. Der und der. Der ist nicht. Okay, der. Der auch nicht. Der auch nicht. Okay. Links oben, dann auf der rechten Seite der zweite, rechter Seite der dritte. Okay. Der ist, okay. Okay. Also der, dann der, dann der, dann der, dann der. Was wir leider jetzt im Falschen nehmen. Der da ist. Der da, dann der da, der da. Oder? Der.
Easy. Ein Ersatzteil. Das ist ja so, eine Tastatur, also so Tasten für den Waffenraum da unten. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Was haben wir da? Anleitung für einen tragbaren Tresor. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Okay. You got you baited. Da spinnt mir nichts drin. Oh, was haben wir da? Brandgranaten. Ja, F, jetzt ist mein Inventar voll. Das ist schlecht für uns. Da haben wir einen Code. Leck, bist du bescheuert oder was? Alter, warum denn? Ja, okay. You got me. Okay? Sind wir zufrieden? Mr. Shadow, da war der Jumpscare. So. Okay, wir müssen jetzt auf alle Fälle mal schnell kurz oben in den Raum und müssen wir die Tasten eindrucken da, weißt du, so eindüdeln, damit unser Inventar wieder ein wenig leer wird. Ich hab keine Ahnung, wo du jetzt herkommst. Okay, du hast keinen Scheiß geguckt mehr. Sag's nur mal, die Bredel haben sich gelohnt. Nein, wir müssen da hinten hin. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Amy's will man. Ja, natürlich. Sowieso. Boah, leck, was knurren da so. Ja, die falsche Tür eingegangen. Ich wollte eigentlich da rein. So, jetzt ist die Frage, was für Tasten ersetzen wir? Ersetzen wir einen 2er oder ersetzen wir einen 1? Der hört sich schon gründlich an, gell? Jetzt ist die Frage, ersetzt man einen 2er oder einen 3er? Das ist jetzt die Frage. Wenn wir einen 2er ersetzen, dann kriegt man auf alle Fälle... Oh ja, da darf man... Ah, scheiße, das ist ja gerade 203, ja, das ist jetzt blöd. Okay, die Erweiterungstaschen fürs Inventar kriegen wir erstmal nicht. Da brauchen wir die zweite Tasten. Da kriegt man noch Granaten. Was kriegen wir? Ein Rentertreu? Da kriegt man Schießpulver und ein Messer. Beziehungsweise eigentlich nur Schießpulver, weil den 3er können wir ja auch nicht nehmen. Jetzt ist die Frage, was ist interessanter? Nehmen wir das Schießpulver mit oder nehmen wir die Granaten mit? Kann man die auch noch mit kombinieren? Nein, kann man nicht mehr, okay. Ich glaube, dass wir. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass wir Granaten nochmal mitnehmen. Das heißt, wir ersetzen auf alle Fälle. Ja, wir ersetzen einen 2er. Und dann können wir mit dem 2er, da brauchen wir dann 208, okay. Da brauchen wir 208. Ja, dann schauen wir mal. Haben wir zumindest die Granaten mit dabei. Ach, warte mal, ist diese Munition? Munition für einen Granatwerfer, das Napalm im Inneren. Ja, okay, das hilft uns quasi nichts, weil wir mir noch keinen Granatwerfer nehmen. Ja, okay, aber ist ja wurscht. Das eine Schießpulver allein hätte uns jetzt ja auch nichts geholfen. Von daher ist schon in Ordnung. Das passt ja schon. Gut, das heißt, wir müssen irgendwo dann die Tassen nur mal finden. Jetzt pass auf, wo haben wir denn jetzt? Da gehen uns diesen ab, das ist klar. Dunkelkammer warmer und ein Roboter. In dem Zimmer haben wir noch ein Kombinationsschloss, wo wir nicht rein können, weil uns der Code fehlt. Und da haben wir ein Ventil, da können wir auch noch nichts tun. Aber ich glaube, an und für sich haben wir da ein Romat alles dabei einmal angeschaut. Da kommen wir aber jetzt sowieso noch mal her. Und auf dem Gang da draußen gibt es auf alle Fälle auch noch irgendwas zum Sehen. Müssen wir uns anschauen.
Ja. Ich darf jetzt vorschlagen, wir gehen mal außer, einmal durch den Gang durch in die Dunkelkammer, lagert man ein bisschen ein Zeug ein, was uns nichts hilft. Und dann gehen wir über die Treppen auf. Das meine ich war gerade ein angebrachter Plan. Wenn du mich fragst. So, schaut da schon mal nicht schlecht aus. So, die Granatwerfer können wir verstauen, die bringen uns nichts. Das Krautkorn bringt uns aktuell auch nichts. Gut, das lassen wir nochmal da. Und dann sehen wir es schon. So, nachgelohnt haben wir. Wird ihm schon. So, in der Hoffnung, dass die Braut da nicht mehr aufsteht jetzt. Jetzt schauen wir aber da nochmal. In dem Gang da draußen muss noch irgendwas zum Finden geben. So, jetzt weil ich es gerade eingelagert habe, oder? Perfekt. Der Gang ist sauber. Passt ja. Schauen wir da nochmal rein, ob wir ja nichts übersehen haben. Aber normalerweise nicht. Da war nichts, da ist das Geschloss, genau. Und ansonsten gibt es da nichts mehr. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, passt. Okay, dann haben wir da dabei mal alles. Da können wir dabei nicht weitermachen. Gut, dann gehen wir ein Stockwerk weiter. Aber da lauert man das Kraut erst noch mehr, weil das hilft uns nichts. Wir müssen ein bisschen mit Inventar haushalten, ne? So, weg mit dem lila Kraut. Hilft uns aktuell nichts. Das Gute ist, man kann ja später wieder darauf zurückgreifen. So. Da wird uns jetzt wahrscheinlich auch gleich irgendwo so springen. Ganz der Fight. Ah, da haben wir Moon. Das ist gut für uns. Moon ist immer gut für uns. Okay, das ist ein Spind auf jeden Fall. Da ist auch ein Geschloss dran. Okay. Da haben wir einen Schlüssel. Das ist gut. Jetzt mir gemacht. Das ist. Was ist denn das? Wie nennt man das Scheißsymbol? Aber das ist auf alle Fälle der Schlüssel für da herunter. Den, wo wir da brauchen. Da können wir dann da rein. Die Peak-Tür, ne? Die brauchen wir dann da in der Eingangshalle. Da können wir dann in den Raum rein, wo wir vorher unser Namensrätsel da gemacht haben, wo die anderen zwei haben da erinnert umeinander schläufern. Okay. Und warum ist die Statue knockert, ist die Frage. Da arbeiten lauter Perverslinge. So, jetzt schauen wir mal. Warte mal, geht's da hinten? Da gibt's nicht. Achso, ja, das ist das Kombinationsschloss, ist ja klar. So. Schauen wir mal. Was war das? Oh, war das ein Licker? Okay, tschüss dann. Weil ich mag jetzt so ehrlich, nein. Da gibt's nichts, okay. Also dir. Naja, genau, komm, fick dich halt. Du bist jetzt doch bestimmt irgendwo in den Dachstuhl, oder? 100%. Da ist ein Bredel. Sehr gut, ich bredel deine ganze Dick aus, wenn du zusammen ist. Da liegt auf alle Fälle, da ist der. Schießpulver. C-Fix hätte man doch Schießpulver nehmen sollen. Was bist denn du? Lagerraum. Ja gut, da haben wir jetzt Holzbredel, aber das hilft uns jetzt erst einmal noch nichts. Wolleck!
Boah, Red, jetzt hast du mich aber ganz gewaltig erwischt. Vielen lieben Dank für dein Raid. Grüß euch, wie geht's euch? Boah, leck, jetzt ist mir gerade ganz. Jetzt für einen kurzen Moment ist mir jetzt gerade Pumpen stehen geblieben. Jetzt ist mir gerade für einen ganz kurzen Moment die Pumpe stehen geblieben. Leck mich am Arsch. Like, grüß euch, wie geht's euch? Wie war euer Stream? Kampfcookie, danke dir für dein Following. Gaming Ave, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Servus. Kampfcookie, Servus, Apfelsaft, Servus. Deluxe, habe ich die Ehre. Mike, habe ich die Ehre. Gaming Ave, okay. Wie geht's euch? Delay, wie war der Stream? Kümmern wir mal bitte an. Ja, genau, perfekt. Danke dir. Danke dir. Sei für einen Shoutout. Aber Ave reicht. Passt. Dann nenn ich dich Ave. Wie war euer Stream? Voller allein wegen One Piece und Dialekt. Dankeschön. Dankeschön. Schön, dass du bist. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Dieser Raid hat Delay. Nein, so viel Delay hat der nicht. Chris, danke dir. Wie war euer Stream? Danke, PC, das Internet aussitzen lässt. Ja, der Raid hat dein Internet gekappt. Leute, willkommen. Wer mich noch nicht kennt, grüß euch, ich bin der Bazi, ihr Herz ist, ich sprich ausnahmslos Niederbayerisch oder eigentlich nur Niederbayerisch. Ich sprich ein bisschen heftiger Dialekt, als wie es vom Chris gewohnt hat. Wir haben heute in den Horror-Oktober gestartet. Ja, wir fangen mal an mit Resident Evil 2. Weiter geht der Horror-Oktober dann am Mittwoch mit Madison. Das wird ganz furchtbar schlimm, habe ich so das Gefühl. Madison wird für mich komplett blind sein. Zu meiner Person, ja, ihr seht es ich bin ungefähr ein komplett kaputter Teufel. Ich spiele unterschiedlichster Art von, also eigentlich hauptsächlich Story-Spiele, aber bei mir ist eigentlich durch die Bank alles dabei, von eben einmal Resident Evil bis über zu Assassin's Creed, irgendwelche Herr der Ringe-Spiele, ab und zu ist ein Pokémon dabei, also wirklich querfeldein, alles mit vertreten. Das Einzige, was ich nicht spiele, ist ein Ego-Shooter, damit kann ich nichts anfangen, aber ansonsten, ne? Wenn es irgendwelche Fragen gibt, irgendwas unklar ist, einfach fragen. Wir sind eine ganz eine freundliche Community, wir beißen wir nicht. Ne? Und Dankeschön. Nochmal vielen lieben Dank für dein Raid, Chris. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Kommst aus Oberbayern, sehr gut. Kein Problem, Oberpfälzer, nehmen wir auch mit. Alles ist willkommen. Jeder ist willkommen. Da dämmen wir uns überhaupt nicht oben. So, und warum hängt der da ab, ist die Frage. Freundlich und oft pervers, ja. Vor allem, ja. Vor allem freundlich. Solange keine Franken da sind, doch haben wir auch da. Wir haben auch alles da. Bei uns ist alles da. Österreicher, Bayern, Franken, Brandenburger, Schwaben, glaube ich, haben also alles querfeldein. Bei uns kommt alles zusammen. Ja? Und das ist gut so. Das war so klar, dass der ist auch nicht hin, oder? Soll ich mir mal eine Probekugel ins Maul einschirmen? Ich weiß auch nicht. Sag mal, wie hältst du da rum überhaupt? Haben sie die abbickt oder was? Steht die Frage nicht. Am Bazi kann man nicht erklären, das muss man erleben und anschauen oder. Danke, Birgit, ja. Schauen, ob die Waffe da funktioniert. Wir haben 5 grandiose Schuss. Und wo ich schauen, mir sagen kann, ich hab Kartoffel-Aim. Ja? Also bei mir landet nicht jeder Schuss im Ziel. Ne? Ich bin kein Pro-Gamer, was Shooting angeht. Ich bin generell kein Pro-Gamer. Oh, da ist Schuss. Schuss ist gut für uns. Schuss ist immer gut für uns. Oder für mich. Hey! Wer Zielsucher, du dumme Sau! Ja, genau, so ungefähr. Ja, ich brauche einen Zielsucher. Und selbst dann da dann im Schießen. So. Was haben wir jetzt da? Oh, Inventar-Erweiterungstaschen. Easy, man. Oh, perfekt. 2 Platz gleich. Sehr gut. Chris, alles fit bei dir. Danke für den Shoutout und der Stream, was soll ich sagen? Keine Ahnung, die Leute haben mich sprichwörtlich vergenusswurzelt, muss das einmal verarbeiten. ja, verstehe, Chris, verstehe. Und der Shoutout ist aber absolut das Mindeste. Leute, wer einen Chris noch nicht kennt, ja, es soll ja vorkommen, dass manche Leute einen Chris noch nicht kennen, dann bitte zum Chris gehen, aufs Herzal drucken, weil das kostet nichts und es lohnt sich, weil da gibt es sauber auf den Content. Ja? Ich sag erst mal merci sei, dass du einen Chris in die Bazi Gang holst. Chris, willkommen in der Bazi Gang. Viel Spaß mit den Mods. Du bist ab jetzt geschubst. Ich weiß nicht, ob es da passt oder nicht, aber das musst du jetzt so hinnehmen. Und ich sag nochmal vielen lieben Dank für deinen Raid. Da war es aber direkt aus. So, anonyme Notizen. Dieser Konzernwichser
Perfekt. Haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stahlpferch gesperrt. Muss ihn nur noch zünden, dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest, was er dann wohl macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du dich bitte bei mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle, so gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Ah, also der Vorgesetzte hat quasi seinen Angestellten über die Ecke gebracht. Perfekt. So, und was ist jetzt da ist C4 drauf? Das heißt, da muss ich mit der Pistole drauf schießen, oder wie sage ich das? Jetzt nehmen wir auf alle Fälle dahinter mal... Du bleibst aber hoffentlich da oben, gell? Ich sag das. Jetzt nehmen wir uns einmal das Bredel da mit, weil da findet man bestimmt noch das eine oder andere Fenster, das wo wir zunageln können. Ja? Und mit zunageln meine ich jetzt nicht klar. Ne? Nicht, dass jetzt da die ganzen Simper, aka Saijing, wieder da schmutzige Gedanken schieben. Ne? So, jetzt schießen wir da einfach mal pauschal drauf, das wird schon passen. Ja, wie jetzt? Sie fix wieder eine Kugel ver... Man hätte halt einfach ein hinkriegen können, gell? Ah, da fehlt mir ein Sprengsatz. Da fehlt ein Sprengsatz. Hä? Warum sollen wir dann jetzt so... Achso, da ist noch ein Tier. Ja, okay, it makes sense now. Waren wir denn jetzt in der Bibliothek, oder? Wer? Marvin hier. Wie schnell kannst du herkommen? Ja. Was ist? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. Schießen macht mehr Spaß als Hitzum, gell? Ja, ich hab mir halt jetzt eigentlich gedacht, Gott, wenn man auf C4 hinschießt, dann muss das irgendwie mal ein großes Wumms machen, ne? Ist scheinbar in Resident Evil nicht so. Aber okay. So, wo haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt in der Bibliothek, wo es absolut gar nichts zu holen gibt. Ich finde, mein innerer Monk triggert da, weil man da noch looten kann und ich das einfach da hinten drauf stehen lassen muss. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich schaff das. Ja, ich glaube auch. Da ist noch einer. Wo gehst du hin? Das sind wir zwei. Oh, leck, wie viel Hand denn da? Warte, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da ist die Eingangshalle, da geht's auch noch aus. Oh, leck, wie viel laufen denn da herin umeinander? Bist du bescheuert? Okay, der ist auch aus Gusseisen, der Zombie, hundertprozentig. Hey Tante, du schaust nicht gesund aus. Aber den hast du jetzt, gell? Ich weiß zwar nicht, ob sich das jetzt rentiert, da wir die umschießen. Du tust mir jetzt auf alle Fälle mein äußerst OPs Buttermesser wieder her, weil sonst wird's hintig. So, und bei dir, da schau hin, der schwabbelt ja immer nur. Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe aber gleich einen komm ja direkt aus der Nachtschicht unter der. Ja, dann wünsche ich dir auf alle Fälle einen angenehmen... Okay, ich verpiss mich jetzt so. Das ist zu moonlastig, was ich da verschießen muss. So, ab vom... Alter, der hat Loot. Der hat Loot, das nehme ich mit, der hat auch ein Messer. Das ist perfekt. So. Ich hoffe mal, dass die da jetzt drin bleiben. So, jetzt muss ich nochmal nachlesen. Chris, danke dir nochmal und eine wohle Ruhe wünsche ich dir, ja? Resident Evil und Dinger, das haben sie nie gemacht. Ja, imagine, du denkst in Resident Evil. Wo Fichterle mit der Gusseisern? Die hätte jetzt geholfen tatsächlich, ja. Schlafenszeit, Jungs, die Kugeln sind nur Schlafmedikamente. Ja, genau. Das stimmt. So, da haben wir jetzt das Einhorn. Jetzt passt auf, wir müssen uns die Notizen suchen von dem Einhorn. So, da brauchen wir jetzt ein... Ja, ich schätze mal, das soll ein Fisch sein, ein Skorpion und ein Vasen. Fisch, Skorpion, Vasen. Fisch,
Skorpion. Vasen. Einhornmedaillon. Ja, nehmen wir mal mit. So. Und dann kommen... Oh, da ist noch ein Map, oder was? Nein. Ah, doch, tatsächlich. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Magst du einmal aufhören, die Gaudi zum Verbringen? Danke. Wenn du jetzt noch mehr aufstehst, dann zieh ich dir ein Bredel über den Kopf. Oh, ich sollte mich vielleicht einmal heilen. Das war vielleicht gar keine schlechte Idee, oder? Wo haben wir denn das Heilgerättel? Da haben wir es. Da wird's leichter. Wie, da ist zu! Was braucht man jetzt da wieder für einen Dreckschlüssel? Das ist schlecht. Was haben wir da? Ein rotes Bierchen. Wait a minute. Da gibt's auch noch was. Schießpulver. Das ist gut für uns. Das kombinieren wir. Schon haben wir wieder 15 Schuss. Gibt jetzt noch mehr einen aus, oder was? Ich glaub's eh. Wann magst du sterben? Warum halten die Fetten immer um mehr aus? Ich versteh's nicht. Da können wir uns jetzt vielleicht da in Ruhe umschauen. Der steht auch garantiert noch mehr auf. Aber jetzt warte mal. Jetzt schauen wir mal. Da ist ein rotes Bierchen. Das brauchen wir auf alle Fälle. Rotes Buch. Da haben wir vorher nämlich ein Foto gefunden, da wo so ein König ein rotes Bierchen hat. Das wird wahrscheinlich nur mal interessant werden. Ja, schauen wir halt da nochmal. Weil er gut polstert ist, ja wahrscheinlich. Jetzt will ich mich aber da oben nochmal umschauen. Halt, da war was, da war was, da war was. Ach, das kann man schon, ja, okay. Ja, da können wir halt jetzt natürlich nicht mehr um, gell, weil da ist... Oder kann man drüber laufen? Kann man, aber hilft uns nichts, weil uns da ein Regal angeht. Gut, wird nicht so einfach. Jetzt pass auf. Haben wir da noch irgendetwas? Also in der Bibliothek gibt es ja allgemein nichts mehr. Ja, okay, gut, dann gehen wir aus. Dann brauchen wir uns nicht mehr umschauen. Perfekt. Haben wir schon. Na gut. Immerhin. Aber hab ich den Schlüssel, glaube ich, habe ich schon, oder? Ja, einen Pik-Schlüssel haben wir schon. Sechstes da, ein ins Loch. Und da hier geht's. Ja, genau, dann können wir da wieder raus. So, und da ist der Wohnheber, oder? Ja, genau, den können wir noch nicht machen. Wir müssen auf alle Fälle im Auge behalten, dass wir da noch Epsi haben. Und da herum haben wir auch noch mehr Kombinationsschloss und da herum haben wir die... Da ist das mit der C4-Granaten gewesen, genau. Okay. Müssen wir uns auf alle Fälle mal im Auge behalten. Jetzt werden wir auf alle Fälle mal das Medaillon da einsetzen, das was wir gerade eben gefunden haben. Damit nichts passiert. Ne? Oh, Zwischensequenz, Freunde der Sonne. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Kennedy. Neue. Kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. Okay. Danke, bin unterwegs. Ja, ja, gut. Leon ist noch am Leben, das ist gut für uns. So, jetzt werden wir da auf alle Fälle mal das Medaillon einsetzen. Hm? Medaillon einsetzen. Haben wir schon 2 von 3. Ist ja schon mal was. Ja, geht doch gut voran. Ist doch gar nicht einmal so verkehrt. So, wie schauen wir jetzt inventartechnisch aus? Wir haben ein komplett nice Messer und ein Messer, das schon fast am Arsch ist. Ja, wir haben noch ein bisschen einen Schuss, einen Schlüssel, den wir brauchen. Das Bredel lassen wir jetzt auch mal dabei, weil wir werden mit Sicherheit noch mal das eine oder andere Fenster finden, da wo wir zubredeln müssen. Und das Bierchen lassen wir auch mal dabei, weil wir werden mit Sicherheit jetzt demnächst irgendwann diese Königsstatue finden, da wo wir die brauchen. So, und wir müssen jetzt halt... Da ist der Sicherungskasten, wir müssen über Treppen auf und dann einen Ostflügel hat es geheißen. Ne? Dann schauen wir halt einmal. Ob und was wir da machen können.
Ach ja, genau, warte mal. Wir können ja da unten jetzt die Tür auch aufmachen. Ne? Das geht ja jetzt mittlerweile auch. Das machen wir auch gleich noch. Wir haben ja den Schlüssel dazu gefunden, wo man dann in den Warteraum reinkommt. Oder wo ist das so? Das Büro auf der Westseite. So wollte ich sagen. So, den können wir ja jetzt auch aufsperren. Okay, dann ist da auch auf. So, wir haben aber auf der anderen Seite, da, genau, da braucht man einen Kreuzschlüssel, den haben wir aber noch nicht. Ne? Müssen wir noch warten. Okay. Eins nach dem anderen. Wenn der Wendler bei Ikea wäre, er... kannst ja Demo-Version aufnehmen sein. Gut. Schauen wir mal da rein. So, servus. Wie schaut's aus? Auf alle Fälle mal Kraut. Aber warte mal, gibt's da sonst noch irgendetwas, was uns vielleicht ein wenig mehr hilft? Da liegt auf alle Fälle irgendeine Notiz. Da ist ein Tresor, siehst du das da? Da haben wir aber auch die Kombination noch nicht und da liegt irgendein Zettel. Lass mich ran. Auf dem Zettel steht jetzt irgendein Hinweis für irgendwas. Stadtbroschüre. Okay, doch nicht. Okay, das hilft uns leider nichts. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Gut, nehmen wir mal das Kreidtal mit, schotten uns auch nicht. So, da brauchen wir auch wieder den Peak-Schlüssel. Wenigstens hat es einen geilen Arsch. Die hat, ja. Also ich meine, man sagt es jetzt nicht, aber das Gute ist, die hat Depth. Und alles, was Depth hat, das ist, ne, bekanntermaßen in Horrorspielen immer zauberhaft. Ja. Objekte verwalten. Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Hakensymbol tragen, wegwerfen, indem sie im Inventar auf Mülleimer gehen. So, der Peak-Schlüssel ist quasi erledigt, den braucht man nicht mehr, dann kann der raus. Ne? Ab vom Hof. So, macht wieder Platz fürs Inventar, ist gut für uns. So, und da wird schon wieder dreckig finster, das gefällt mir schon wieder nicht. Da hinten ist auch ein Bredel. Können wir die stoppen? Tatsächlich. Perfekt. Das bisschen, ich bitte dich. Ja, ich weiß schon, man sagt es jetzt nicht wirklich, aber nein, sie hat halt welche. Ne? Wenn es auch nicht fair ist, aber sie hat was. Beziehungsweise irgendwer hat vorher geschrieben, es gibt eine Bikini-Mod. Scheinbar. Der, glaube ich, hat seinen Flugschein im Lotto gewonnen. Okay, da drin gibt es auf jeden Fall irgendwas. Jetzt pass auf, warte. Ja genau, da war ja der Tresor noch drin, ja richtig. So. Da geht's in den Kunstraum. Okay, ja jetzt pass auf. Eins nach dem anderen. Da brauchen wir eine Kurve, die wir nicht haben. Und warum ist sie so dreckig leise? Das mag ich nicht. Die Kinemod ist noch harmlos, okay. Na toll, deine Taschenlampe hat den Hubschrauber zum Abschalten. Ja, ich hab einen Blend, ne? Ich hab gesehen an Birndl Taschenlampen. Ah, siehst du das da? Da ist der Kine. Da ist der Kine und der will sein Birkel haben. Ach, das kann man noch untersuchen, oder was? Ach, dem linker Statuenarm. So. Der haben den Arm da dran. Und dann kriegst du dein Birge. Ach, schon, ich bin sich gefreut. Okay. Zepter. Den wollen wir mal untersuchen. Ein rotes Juwel. Ein kostbar aussehender Edelstein. Ja, was soll ich mit dem jetzt? Ein gut ausschauen oder schon? So ist es nicht. Dazu der Claire in die roten Haare gut passen. Aber gut, okay, aber was jetzt mit dem soll, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Gibt's da noch irgendetwas? Da gibt's da irgendetwas. Irgendwas gibt's da noch. Haben wir da?
Weapons Locker Keycard. Oh, Freunde der Sonne, wir können unser Pumpgun holen. Okay, der Ausflug hat sich ja jetzt schon mehr als wir gelohnt. Was haben wir da noch? Artikel Der rote Stein. Vielleicht erfahren wir noch etwas. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perlen, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine... Ja, okay, das wird uns wahrscheinlich eher nichts sagen. Okay. Das ist quasi nur Lore zu dem Store. Aber die Weapons-Key-Karten, die ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Darin haben wir jetzt auch beide was. Ja, wisst ihr was, da gehen wir erst einmal, da, Freunde der Sonne, da holen wir uns auf alle Fälle zuerst einmal Pumpgun. Da meine ich, dort diskutieren wir nicht drüber. Da holen wir uns auf alle Fälle zuerst ein Pumpgun. Wenn man ein Pumpgun haben kann, dann holt man sich auch eine. Jetzt will ich nur noch mal schauen, wie wir da gehen müssen. Wir müssen dann da durch... Na, warte mal, wo war das? Die war da errentert. Im Schließfächerraum. Das heißt, wir müssen bei der Eingangshalle durch das Büro durch und dann da durch und dann gegenüber. Okay. Verkauft man noch durch die Freude, ist ja nur noch halb so steif. Okay, du Cookie, du passt gut zu uns. Das habe ich schon gesehen. Das schaut sehr gut aus. So, wir müssen da durch. An denen zwei Handauer vorbei, die irgendwie unsterblich sind. Ja, du kannst mir mal schlecken. So, dann da durch. Und dann holen wir uns da mit der Karten. Piep! Haben wir eine saubere Pumpgun. Dieser das ist ein Granatwerfer. Dieser... Was bitte? Okay. Mike, danke dir, dass du Kampfcookie in die Bazi-Gang holst. Vielen lieben Dank. Kampfcookie, willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Du bist ab jetzt geschubst. Teil der Crew, Teil des Schiffs. Ja, wohl oder übel. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber Mike, danke dir. So, wir haben jetzt irgendwie da... Ich hätte jetzt gemeint, das ist ein Schrotflinten, dabei ist es ein fucking Granatwerfer. Hey, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich meine, wir haben einen fucking Granatwerfer. Aber... Ja... Sollen wir den vielleicht einmal ausprobieren? Ich will ihn nur mal ausprobieren, auch wenn das vielleicht Munitionsverschwendung ist, aber der Zombie da draußen. Wo auch immer der jetzt ist. Wo ist der Probezombie? Probezombie wo? Yeah. Ja, okay, ich hätte nicht gemeint, dass er so knallt, aber ja. Flambierte Zombies nehmen wir. Okay. Oh, die Waffen hat es beim Lieren halt nicht gegeben. Hab jetzt mit was anderem gerechnet, aber gut, das nehmen wir mit. So, das heißt aber, Freunde der Sonne, das heißt aber mal hundertprozentig, dass wir jetzt erst einmal die Granaten da aus der Kiste wieder mitnehmen, ne? So. Brandgranaten. Nehmen wir alle mit, ist aber hoffentlich sowieso klar. Ah gut, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Rubin da anfangen soll, den verstauen wir jetzt erst einmal, ne? Weil ich habe keine Ahnung. Werden wir schon irgendwie rausfinden. So, jetzt werden wir da mal vorsichtshalber Sicherheitsbrandgranaten nachladen und dann werden wir mit der Buffen weiter und dann werden wir zwischenspeichern, ja? Damit nichts passiert. Hey, halbtoter Zeug, gleich mal, du musst sterben. Er Brenner, ja? So ein Feuerball, Junge. Bam! Und ordentlich Bums unter der Haube. Wer jetzt? Die Buffen oder Claire? Schön. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir, Freunde der Sonne. Gibt gleich Zombie-Barbecue. Hey, du Grillsaison. Das Wetter passt noch für Grillsaison. So. Okay. Wir haben ja gesagt, da hinten ist die Kurve. Haben wir erledigt. Das passt. Da drinnen waren wir.
dann gehen wir jetzt einfach mal da um Richtung Feuerleiter. Da können wir nicht durch, weil wir die Kurve eben brauchen. Jetzt schauen wir mal. Aber auf den Gang gibt es noch irgendwas. Ah, da haben wir Kraut. Das kombinieren wir mal mit dem. Dann gibt es immer noch irgendetwas. Da geht es außen zu. Ah ja gut, da hat der Helikopter mal die Biege gemacht. Sowohl als auch. Gute Antwort. Aber da, irgendwas haben wir da übersehen. Da gibt es noch irgendwas. So, mal schauen. In dem Gang versteckt sich noch irgendetwas. Ah, warte mal, zeigt das. Ach so! Ja, okay, gut, makes sense. Da zeigt der ganze Gang wahrscheinlich, weil das da nur offen ist. Okay, ja gut. Na gut. Gehen wir mal zum Lieren. Ja, die haben es hinter sich. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Claire? Leon? Ich bin gleich da! Love is in the air. In dem Moment geht der Feier, oder? Leon! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Nicht anwesend. Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Hey, Marvin. Das ist übel. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Marvin tot. Das darf nicht wahr sein. Sehr gut, da werden wir schon wieder mit Schuss versorgt. Das ist doch zauberhaft. Das ist doch absolut zauberhaft. So, da haben wir... Oh, das ist jetzt... Freunde der Sonne, bester Zentralschlüssel EU-West. Ne? Der Bolzenschneider. Da kommst du durch jede Tür durch. Hier schieb ich nicht rein. Holy shit, du bist ja noch versauter als wieder sei. Wir haben sehr gutes Barbecue. Ja, dass es Zombie-Barbecue ist, wurde nicht erwähnt. Ja, blöd. Restrisiko. Nur das Gesicht, ja, sie ist anderer Meinung. Side Note, grafisch schon echt gut aufgearbeitet. Es ist übrigens, eine kurze Side Note, es ist auf der PlayStation 5. Ich habe es auf der PlayStation 5 damals schon geholt, beziehungsweise auf der PlayStation 4 war es halt damals. Deswegen habe ich mir es nicht für den PC geholt. Ja, also ich habe den Sinn jetzt nicht gesehen, dass ich mir es jetzt auf PC hole, wenn ich es auf der PlayStation 5 bereits besitze. Ne? Aber ja, schaut auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. So, da können wir jetzt gleich mal einen Zentralschlüssel benutzen. So. Schnipp. So, und bei der Gelegenheit schauen wir gleich einmal, weil wir haben nämlich da noch eine andere zugekettete Tür. Genau, da haben wir nämlich ein paar Tieren gefunden, die wo... Was heißt ein paar? 2, glaube ich, waren es insgesamt, die wo wir nicht aufmachen haben können, weil Kette. Da ist auch noch eine im Besprechungszimmer hinter außen. Dann kommen wir in den Aktenraum. Und die Tür ist zu. Das ist gut für uns. Das werden wir uns jetzt dann alles nach und nach einfach einmal anschauen. Okay, aber wir nehmen auf alle Fälle, da bei der Feuerleiter, da gibt es Bredeln. Die nehmen wir mit. Freunde, sag ich, wie es ist, die nehmen wir mit. Weil können wir ja starten. So, und da können wir den Bolzenschneider auch wieder hernehmen. So, mach da mal zu. Ah, siehst du es da? Da bredelt man auch direkt zu.
dass da ja nichts passiert. Ne? Bredeln kann ich. Hauptsache, da laufen schon wieder 18 Zombies umeinander, da oder nicht. Holy shit! Ist noch einer hinter mir einer, oder was? Ah ja, perfekt! Zombie-Barbecue, oder was? Alter, die halten schon wieder sauber zwei aus. Alter, magst du sterben? Bist du aus Gusseisen oder was? Oh nein. Ja, perfekt. Oh nein. Los, mich! Ich schieß das Sackel rein! Alter, was halten denn die Zombies aus? Möchtest du verarschen, oder was? Der steht auch einfach noch mehr auf. Mein Wurst! Machst du Wandertag, oder was? So, wie war das mit Kartoffeln? Das habe ich jetzt gerade äußerst dezent unter Beweis. Jetzt steht der auch noch auf. Möchtest du mich verarschen oder was? Schau dir mal an. Du schaust selbst für einen Zombie schon kreislich aus. Mei, kannst du mir aufhören, die Gaudi da zum Verbringen? So. Da haben wir Kraut. Ja gut, das hat uns jetzt einen Großteil von unseren Schuss gekostet. Blöderweise. Ja, du kommst halt da trotzdem nicht rein. Aber der ist wenigstens zauberhaft und gibt uns wieder Schuss. Ja? Das ist ja auch schon mal was. Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir irgendwie Munition kriegen. Weil habe ich ja gerade glorreich verbraten, den ganzen Wumms. Oh, da haben wir eine Kurve. Das ist gut. Hochwertiges Schießpulver. Das ist nicht. Ja, toll. Und jetzt ist das Inventar voll. Ja, GG. Da haben wir. Da ist noch Blendgranaten. Okay. Ja, oder Messer. Ja, das können wir jetzt. Ja, das ist blöd. Ah, jetzt warte mal. Machen wir jetzt einmal so. Der hat unser Messer. Jetzt pass auf. Dann müssen wir sowieso gleich noch einmal her. Das hilft eh nicht. Schießpulver, dann können wir das einmal mischen. Dann kriegen wir Säuregranaten, ja perfekt. Dann kriegen wir Säure. Ich weiß zwar nicht, wie aus einem Schießpulver Säuregranaten wird, aber passt, das nehmen wir mal so. So, jetzt pass auf. Ja, sie habe die Ehre, grüß dich Gott, schön, dass du bist. Sind Headshots bei Männern nicht bei den Eiern, weil sie ja mit dem Pimmel denken. Ja. Also, wenn man es jetzt auf deine Person betrifft, dann müssen wir die direkt auf jeden Fall in die Eier schießen. Da hast du recht. Okay, jetzt passt's auf. Lasst mir kurz Brainstorming machen. Dabatz 1 Herz, Dabatz 1 zauberhaft. Yassi, danke dir für dein Resub im 18. Monat. Vielen lieben Dank für deine lange Treue. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Weiterhin willkommen und viel Spaß mit den Emotes. Und viel Spaß bei Resi. So, jetzt sehen wir erstmal den Stuhl da weg. So, das heißt, jetzt pass auf. Wir müssten jetzt. Was ist denn das? Ah ja, das ist das Fenster, was wir zugenagelt haben. Okay, pass auf, Brainstorming. Wir laufen jetzt da raus, der wir dann da mal einlagern, was wir nicht brauchen. Dann kommen wir zurück, sammeln wir den restlichen Loot da auf. Dann gehen wir retour wieder über die Feuerleiter auf und der wir da mal die Kurbel kurbeln. Ja, da ist eine Kurbelvertiefung. Und wenn man nicht alles täuscht, müsste dem Duschraum herum auch ein Ventil sein, dass wir die Kurbel wieder mitnehmen können. Eins nach dem anderen. Ich glaube, das ist der Masterplan. Ah, da ist jetzt zu. Das ist jetzt schlecht.
Das ist jetzt schlecht, dass dazu ist. Sag oder was ist. Ja, wir da nicht durch? Nein, können wir nicht. Okay. Da ist auf alle Fälle dicht. Da ist ein Sicherungskasten, das hilft uns jetzt aber nichts. Ja, blöd, da müssen wir jetzt den ganzen Weg außen rumrennen. Ist das jetzt endgültig ernst? Ja gut, das hilft halt dann anscheinend nicht. Darin gibt es nichts mehr, okay. Warte mal, da ist der Raum der Wache. Moment, kann man da auch noch kurbeln? Ah, nein, da kurbelt man nicht, da ist was drin, das mag ich nicht. Okay, und tschüss dann. So, gehen wir mal da rauf. Da brennt der Zombie. Okay. Frankie Tanky, hallo alle zusammen. Habe die Ehre, grüß dich gut. Schön, dass du bist. Wie geht's da? Man kann auch anderes nageln ans Fenster. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich hab keine Ahnung, wie du noch lebendig sein kannst. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die jetzt da bleiben, aber das werden wir herausfinden. Nehmen wir mal Greital. Ah, das ist ein... da brauchen wir was anderes. Okay, da müssen wir sowieso... Bleib liegen jetzt! Steht der noch mehr auf. Alter, wie zart handen die? Das ist für ein Wahnsinn. Arschlecken erst. Ey, wo ist er denn jetzt? Ist jetzt die Luft aufgelöst oder was? Okay, wir müssen auf alle Fälle mal da raus. Jetzt passt's auf, wir haben da errentet, dann die zugekettete Kette. Die zugekettete Kette. Zugekettete Tür, so wollte ich sagen. Gut, sehr schön, das freut mich. Das freut mich. So, jetzt brauchen wir erst einmal... Wo ist denn der Marvin jetzt überhaupt? Marvin wo? Sigi habe ich die Ehre abgesehen davon. Holy shit, die habe ich total überlesen. Einmal sorry. Ach, da liegt er ja. Ja, dass du nicht mehr gut beieinander bist, das hat er vorher schon gesagt. So, jetzt passt's auf. Jetzt schauen wir erst mal schnell ins Lager, dass wir da mal ein bisschen aussortieren können. Ja, jetzt haben wir vorher ganz schön viel Immun gehabt, aber haben wir halt auch ein wenig scheißen müssen, gell? Das hilft halt einmal nicht. So, ja gut, wir brauchen eigentlich alles. Okay, wir haben aber halt auch 2 Plätze frei, gell? Das muss man auch sagen. Jetzt pass auf, wir haben da ja hinter, da können wir von der Seite vielleicht durch. Wenn wir da aufmachen. Geht das? Nein, das geht nicht. Okay. Gut, dann brauchen wir auf der anderen Seite die Sicherung, sonst geht's da erstmal nicht weiter. Das heißt jetzt halt... Wie gefällt's dir bisher? Sehr, sehr gut. Also ich habe ja das Spiel persönlich, selber habe ich ja schon gespielt vor Jahren, da bin ich mit Lian durchgelaufen und jetzt spielen wir halt einmal die Claire-Story so. Also ich habe Resident Evil 2 Remake tatsächlich schon gespielt, aber es ist wie gesagt, keine Ahnung, 5 oder 6 Jahre her. Von daher quasi nur so ein bisschen semi-blind. Ich weiß aber tatsächlich, haben wir jetzt ein paar Situationen gehabt, wo ich nicht mehr so ganz im Kopf gehabt habe. So, jetzt passt's auf. Da rennt haben wir irgendwo die wo zugekettet worden ist. Das war die da. Ah, das war die da rüben, genau. Die ist zugekettet. Das heißt jetzt, wir laufen da um. Und da ist ein Tresor drin. Wir haben aber leider von den Tresoren noch überhaupt keine Info nicht.
Da können wir so jetzt aber nicht durch. Ah, wir haben ja die falsche Tür rausgegangen. Wir müssen durch den Empfang durch. Ja, okay, blöd. Blöd. Bazi, ja, Mr. Seijing, Sie wünschen. Ist ja mein Name. Wir müssen wir dann da durch. Was ja fein ist. Ja, genau. Na, 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 na! War er doch schneller wie ich. Was zum Teufel? Ich wollte nicht mehr geholfen, weil ich keinen Schuss mehr habe. Schon gleich. Jetzt fällt da der nächste Zombie ein. Möchtest du mich verarschen oder was? Nur gebongt, weil es den Sieg übers. Achso. Ja, passiert die Besten. Das gibt's doch nicht! Ja, es tut mir leid, ich habe keinen Schuss mehr. Das kann man jetzt nicht leisten. Da macht zu, hopp, auf. Was ist denn das? Ein Elektronikgerät. Ach, brauche ich das für das C4 da oben, oder was? Locker Room. CAP. Wait a minute. Der Locker Room, das ist die Umkleidekabine, right? Besprechungszimmer. Rüstkammers, da ist der Duschraum. Der Duschraum ist auf jeden Fall nicht. Kunstraum? Lockerroom? Lockerroom wo? Bibliothek, Lagerraum. Ja genau, da oben ist das C4. Das passt. So, Lockerroom, das ist jetzt der kann's nicht sein. Bibliothek kann's. Ist das der Duschraum? Das ist der Duschraum, oder? Da ist das Kombinationsschloss CAP. Blendgranaten, ja, was auch immer ich mit der da tue soll jetzt. Da brauchen wir einen Herzschlüssel, den haben wir nicht. Scheiß Bredel, wer braucht einen Bredel jetzt, eine verdammte Scheiße. Und aus dem Raum können wir aber so jetzt einfach nicht aus, oder wie? Ja. Ja gut, eine habe ich noch. Das interessiert sich einfach nicht. Ja, okay, jetzt wird's allmählich schwierig. Jetzt wird's allmählich schwierig. Okay, jetzt pass auf, da haben wir jetzt alles. Okay. Also, Lockerroom haben wir CAP als Kombination für Schloss. Die Frage ist jetzt, pass auf, da müssen wir da außen und dann da über die Treppen rauf. Das sollten wir hinkriegen. Hoffe ich mal. Ansonsten gibt es da dabei eigentlich nichts. Da haben wir die Fenster zubredelt. Nein, das haben wir noch nicht zubredelt. Das machen wir gleich noch. Das machen wir gleich noch, nicht, dass da schon wieder irgendein so ein grintiges Arschloch reingeflogen kommt. Das will ich nicht. Gibt es da noch irgendetwas? Nein, da gibt es nichts. Okay. So, mach sofort das Fenster zu. Da tun wir gar nicht mehr lang umeinander jetzt. Ja gut, okay, bringt uns einen fetten Scheiß, weil da halt einfach auch noch über das Fenster offen ist. Aber gut, okay.
Ich sehe das und ich keinen Bock auf DVD. Ja, das haben heute schon ein paar gesagt, tatsächlich. Das haben heute tatsächlich schon einige gesagt, die gesagt haben, die werden von der Map getriggert. Jetzt komme ich da nicht mehr um. Ja, doch, kann ich schauen. Da nehmen wir eine kleine Abkürzung. Sondern einmal rechts, links und dann gerade durch. Okay. Ja, der kommt nicht mehr rein, das ist gut. Das haben wir schon unterbunden. Die liegt hoffentlich noch länger da. So, und da ist jetzt der Men's Locker Room, oder? Ja. So, und da haben wir Kombinationsschloss mit CAP. Bitte lass den Mund drin sein. Ja, es sind immerhin Granaten. So, lass mich raten, da kann man jetzt die Kurve einbauen. Das ist gut für uns. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist eine Szene aus Visage, die mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Das Badezimmer erinnert mich brutal an Visage. Ich weiß auch nicht. I see what it is, man. Ja, du wirst halt... Ja, solange du so liegen bleibst, habe ich kein Problem mit dir. Ja, Schießpulver, mit dem kann man vielleicht schon mal was anfangen irgendwann einmal. Da ist nichts drin, ja, das ist schlecht. Lucy wo? Ja genau, die wo dann so saublöd aus dem Fenster reinschaut. Oh Gott, also ich sag's irgendwie, ich scheiß mir schon so derartig vor Milch in Dosen, dass du sagst, gibt's das. Wo haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir da Arom. Okay, da ist die Wäschekammer, Stars-Büro, Rüstkammer. Da schauen wir mal. Aber wie gesagt, wichtig war jetzt einfach mal, dass wir wieder ein bisschen einen Schuss kriegen. Ja, it helps. Oh, leck, da kommt der Licker. Habe ich die Bazi, habe ich die Chattinger? Ich hoffe, euch geht's gut. Willi, habe ich die? Grüß dich gut. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Geile, passt alles. Ja, gerade ein bisschen am Kartoffeleimen gewesen, aber ansonsten alles zauberhaft. Kurz Duschlag, gut zu Fuß, viel Spaß im Duschlag und was das schwimmen nicht zu weit raus. Ja, da wäre, Freunde, da so irgendwie es ist, da werden wir mehr Brandgranaten brauchen. Was zur Hölle ist das? Ein Gurden. Rudi, das machen wir jetzt ganz einfach. Das machen wir jetzt voll diplomatisch. Scheißt du mich nicht an, scheiß ich dich nicht an. Ja, du kannst so mal auf deiner Dick chillen und ich gehe einfach weiter. Ist dieser Deal? Wenn nicht, ich bin bewaffnet. Ich weiß zwar nicht, inwiefern es mir was hilft, weil ich schießt hilft jeder nehmen, aber ne? Ganz ruhig bleiben, Brudi. Ist dieser Deal? Ich mein, dein Hirn war ja groß genug, so vom optischen her. Ich weiß nicht, wie viel das im Inhalt, ne? Wie viel Inhalt das da drin ist, aber optisch hätt's der Hirn. Meinst du nur gut? Also der schaut schon grintig aus, wenn's mich fragst, gell? Das muss man vielleicht schon sagen. Ja genau, dreh einfach um und geh. Zwei Schuss und das Ding ist hin. Alter, wie OP ist denn die Waffen bitte? Der hätte ja jetzt mit Sicherheit 20 Magazine Pistolen gefressen. Stars-Büro, okay. Gut, da gibt es ja auf alle Fälle erstmal nichts mehr. Batterie. Ah, dann haben wir jetzt einen Zünder, okay.
Jetzt hast du ihn aber sauber angelogen, der hat dich noch nicht angeschissen und fetzt ihn auch über den Haufen. Brauchst du dich nicht wundern, wenn der nächste gleich instant grantig ist. Der war ja sowieso grantig gewesen, der hat ja gerade darauf gewartet, dass er mich anspringt. Aber stimmt, das war eigentlich das war ein Ablenkungsmanöver. Hast schon recht. Ne? War nicht ganz fair von mir. Aber ich muss auch mal mit schmutzigen Tricks spielen dürfen. Ja? So, was haben wir jetzt so? Internes Memo. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss. Aufpassen. Vom Stars-Büro im 2. Stock ins Büro Westseite 1. Stock verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links im Chat mitschreiben. Das wird wichtig. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. Also links 9, rechts 15, links 7. Das machen wir gleich. Ja, das machen wir gleich. Westseite irgendwas. Büro Westseite, da steht der Tresor. Okay? Achso, die Notiz wird mitgenommen. Okay, gut, dann müsst ihr nicht mitschreiben. So, was gibt da? Gibt es ja bestimmt. Jawohl, perfekt, der gute Windows 95. Aha, da brauchen wir irgendeine Disketten oder eine CD. Welttor. So, okay. Blöd. Weil da drin ist das Rüstkammer, da gibt es garantiert Waffen, oder? Ja. Da ist irgendeine Waffen drin. Schaut mir noch ein Sturmgewehr aus, aber okay, ja gut. Okay, die Granaten, die nehmen wir mit an, die helfen schwer. Nehmen wir auch mal mit. Was knackst du da schon wieder so saublöd? Schießpulver? Kombinieren wir. Sehr gut, erste Hilfespray hilft auch weiter. Da wollen wir den Alps da haben wir noch ein Kraut. Ja gut, okay, und das ist klar, da hinten in der Rüstkammer gibt es ja logischerweise auch noch was zum Holen, aber das geht halt jetzt noch nicht. Okay, ja gut, perfekt. Jetzt wenn wir da außen rumgängen, dann kann man noch in die Wäschekammer schauen, da ist auch noch irgendein Raum, so ein kleiner. Und mal schauen, ob wir dann durch die durchkommen in den Aufenthaltsraum und von da aus wieder in die Bibliothek. Damit wir dann da quasi gleich wieder in die Eingangshalle kommen. Das war natürlich schon sehr zauberhaft, gell? Aber da schauen wir jetzt einfach einmal. Der Licker ist jetzt hoffentlich hier und der bleibt da hier. Das ist gut für uns. Yeah, this is big brain time. Das machen wir nachher gleich sein. Boah, jetzt hab ich ernsthaft gemeint, was ist denn das für ein Zombie? Da weiß so umgefallene Pflanzen. Für später. Ja, das machen wir später, da hast du recht. So. Da brauchen wir einen Schlüssel, den wo wir noch nicht haben. Okay. Hätten wir mir noch die Tier da auf der anderen. Wo war denn der Raum, den wo wir da vorher gerade geholt haben? Da war man doch dann da auch rausgekommen, oder? Da war doch das gleiche, die gleiche Art Schloss dran. Ohne Scheiß, ich hab die halt schon 3-mal über den Haufen geschossen. Jetzt ganz langsam. Wenn der jetzt noch einmal aufsteht, dann rufe ich bei der Berufsgenossenschaft an. Das garantiere ich. Dann kündige ich instant meinen Job. Ja, die stehen ja natürlich auch alle wieder, ist eh klar. Warum auch nicht? Aber die ignorieren wir jetzt halt. So, die ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. So, jetzt passt's auf. Was wollten wir jetzt machen? Genau, wir müssen nachher auf alle Fälle ein Stockwerk her. Warum müssen wir ein Stockwerk her? Weil wir da in dem Lagerraum West müssen wir noch die Tiere einschießen, da, mit dem C4. Und da haben wir noch ein Kombinationsschloss und wir wollen auf alle Fälle, was wir jetzt tun, das ist bei dem Büro in der Westseite, gehen wir jetzt an den Tresor dran. Vielleicht die falschen Patronen, das kann durchaus möglich sein, ja, dass ich mit Platzpatronen schieße. Das ist durchaus möglich. So, jetzt nehmen wir erst einmal das Kraut weg. Den Bolzenschneider brauchen wir nicht mehr, der haben wir auch weg. Den Rest behalten wir uns einmal.
Ich hab's Gefühl, das haben wir bitter nötig. So. Büro Westseiten. Das ist der Eingang da. So, und da weiß ich, da stehen die anderen zwei Hamdauer auch noch umeinander. Beziehungsweise nein, den anderen haben wir über den Haufen verballert. So, schauen wir da nur mal rein. Und da ist jetzt der Tresor und da brauchen wir jetzt die Informationen. Internes Memo. So. Links 9, rechts 15, links 7. So, links auf 9, oder? Verstehe ich das richtig? Dann rechts 15. Und dann wieder auf links 7. Hä? Links 9. Achso, das geht nicht. Okay, warte mal. Links 9. Rechts 15. Ah, halt, warte, Moment einmal. Okay, ich drehe in die verkehrte Richtung, ist logisch. Also, links 9. Ah, jetzt haben wir verdammt. Fuck. Links 9. Rechts 15. Und wieder links 7. Extras da. Schub jetzt laufen. Perfekt. Nehmen wir. Wieder das Inventar erweitert. Okay. Und dann ist das Büro auch automatisch blau. Dann haben wir da jetzt alles. Perfekt. Easy. So. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt weiterkommen. Wir haben jetzt auf alle Fälle das C4 noch, right? Genau. Das C4 brauchen wir da herum. So, das heißt, wir müssen da auf, durch Treppen auf, dann noch mal eins weiter in der Rüstkammer und da geht nichts. Und dann noch mal eins weiter auf. Okay, wir müssen einmal die komplette Treppen auf und dann kommen wir in den Lagerraum. Okay, alles klar. Das heißt, wir bleiben gleich auf Kurs. Wir bleiben gleich da in dem Zimmer und gehen wir von da aus weiter, weil was anderes können wir jetzt aktuell nicht tun. So. Bewaffnet mich. Achso, ja, okay, das ist eh noch gelohnt. Perfekt. Weil da kann man mal Brandgranaten nehmen. So, okay. Ja, der Herr YBO, hab ich dir. Merci dir für dein Raid. Heute schneidt's aber einen Haufen Leute rein. Grüß euch. Wie geht's eigentlich? Ja gut, okay, die meisten waren wahrscheinlich schon insgeheim im Lurk, aber trotzdem. YBO, wie war der Stream? Leute werden YBO noch nicht kennen, bitte schaut mal bei ihm auf dem Channel vorbei, drückt aufs Herz, das kostet erstens nichts und zweitens einmal ist der YBO ein sehr hilfsbereiter Streamer-Kollege, der wo selber sehr guten Content macht, der wo selber sehr viel Ahnung von Technik und so weiter hat. Also wenn ihr mal irgendwelche Anliegen habt bezüglich Panels oder mal Fragen habt, wenn ihr Handyprobleme habt, bitte wendet euch einfach an den YBO. Der kann euch da sehr gut weiterhelfen. Also bitte mal draufschauen, gerne aufs Herz drücken. Hat er sich auf alle Fälle verdient. Wie war der Stream? Ich hoffe, es passt alles. Oder hat alles gepasst. So. Achso, das ist die scheiß Nucker, die Pudelnucker, die Statue da, die wo da so einen Schatten wirft. Okay. Da haben wir aber auch noch ein Schloss, wo wir noch keinen Zugang nicht haben, right? Das ist schon das Ding, ne? Ja, genau, weil das andere war ja CAP, das war ja im Lockerroom, genau. Geht endlich Richtung Ende von Randall's Monday, war sehr gut. Das freut mich. Schön, dass vorangeht. Schöner Montag war es, aus dem Knast haben wir es rausgeschafft und jetzt ist Apokalypse passend. Ja, perfekt. Da habt ihr das YBO, das hast du sehr gut getimt. Das hast du ja sehr gut getimt. So, jetzt können wir da hinten das C4 anbringen. Hab ich ehrlich, du bleibst aber schon oben, gell? Aber da knackst du so ganz, ganz ekelhaft. Irgendwas ist da noch drin, 100%. Ich glaube, da sollten wir mal zurückgehen. Ist da auch so ein Dreckslicker drin, oder was?
Was zur Rese, da ist Endzeitstimmung. Ach nee! Das kostet halt jetzt einen Bläden verzeihen, dass er da glaubt, dass da nichts mehr drin ist. Garantiert, wenn jetzt ich da das Ding da nimm oder irgendwas anklick, dann springt mir gleich irgendein Licker ab. Ja, sag ich doch, dass da einer drin ist. Ah, das ist der andere Hand da, der wo da vom Ding runtergehängt ist, oder? Hat's mal besser hängen bleiben, das war gescheiter gewesen für die. So, jetzt schauen wir mal. Wir brauchen jetzt da wieder die Notiz, jetzt was so wacht. Das war ja Robert Heu. Notiz eines Polizisten. Wir haben jetzt bei der Statue, das ist ein Weiberleid mit einem Bogen und einer Schlange. Weiberleid, Bogen. Ja, das sollte man so nicht erkennen, gell? Aber ich meine, dass das ist. Ja, okay. Mädchenmedaillon. Medaillon. So, Licker wo? Boah, leck mir Mosch, bist du bescheuert. Du Drecksau! Wer mag gebratenen Licker? Heute im Sonderangebot. Wenn wir schon bei Zombie-Barbecue haben. Boah, leck ob mit jetzt. Bist du bescheuert. Springt der einfach von da oben runter. Ja, jetzt ist natürlich die Tier auch weg, oder? Ezio Let's Play, danke dir für den Following. Habe dir, grüß dich gut. Weil er es kann. Weil er der Volldepp ist! Nennen wir das Kind beim Namen. So, okay, jetzt passt auf. Da herum haben wir alles. Da haben wir alles. Da ist noch eine Zahl, also Buchstabenkombination. Das haben wir. So, da errennt. Bibliothek ist ein Wagenheber, da haben wir jetzt gerade. Da können wir aber noch nichts tun. In der Rüstkammer geht uns irgendetwas ab. Da brauchen wir irgendeinen Zahlencode, beziehungsweise irgendeine Disketten oder eine CD oder sonst irgendetwas. Können wir also auch noch nichts tun. Das wirkt sich wahrscheinlich auch auf das Ganze da aus. Beziehungsweise da ist der PC. Den können wir nicht bedienen. So. In die Wäschekammer können wir nicht, weil da ist ein Karo-Tier. Den Schlüssel haben wir auch noch nicht. Können wir also auch nichts machen. Was ist da errentet? Im Wartezimmer. Da ist auch noch ein Tresor. Wissen wir, haben wir auch noch keine Infos nicht. Im Kunstraum, der ist ausgelootet und da, das ist der Weg Richtung Feierleiter. Da brauchen wir eine Kurve, die haben wir noch nicht. Okay? Also können wir da aktuell eigentlich auch nichts tun. So, und im ersten Stock, da können wir noch was tun, da können wir nämlich den Loot noch aufsammeln. Ansonsten haben wir da unten alles. Bei den Schließfächern geht uns eben nur eine Taste ab, die wir noch nicht haben. Ja? Damit wir nur mal kurz brainstormen machen, was wir noch machen können und was nicht. Ehe wir jetzt die, weißt du schon, ehe jetzt mal das Medaillon da einsetzen. So, gerne, bringst das mega gut rüber. Geil, gefällt mir auch, wenn ich nicht alles verstehe, geht aber nice. Ezio, falls es irgendwelche Fragen gibt zu meiner Sprache, falls du irgendwas nicht verstehst, bitte einfach im Chat nachfragen. Wenn ich da helfen kann, mache ich das selber. Ich übersetze gern. Der Chat übersetzt das gern. Es freut mich trotzdem, dass du da bist, selbst wenn du der bayerischen Sprache nicht so mächtig bist. Aber wie gesagt, hab bitte keine Angst oder keine Scheu nachzufragen, wenn du irgendwas von dem, was ich da stammel, nicht verstehst. Okay? Trotzdem nochmal vielen lieben Dank und freut mich, dass du bist. So. Okay, pass auf. Wir holen uns jetzt gehen wir erst einmal an die Schreibmaschine, beziehungsweise an das Inventarboxlager bei, was wir nicht brauchen, dann holen wir uns da den Loot noch. Ah, fuck. Wir müssen mal wieder außen rum. Fick die Kuh, wir müssen mal wieder außen rum. Okay, pass auf, wir müssen dann da auf. Durchs Wartezimmer durch, dann durch die Leute oben und dann unterhalb von der Leute und dann da durch. Ja, okay, es wird eh nicht helfen. Aber den Loot lasse ich nicht liegen, so gegen gewiss ist. Ich darf mir trotzdem wünschen, dass wir ein bisschen ein Pistolen-Moon kriegen. Das darf mir jetzt aktuell deutlich mehr helfen. Okay.
Mache ich mega gut, Top-Aktion. Ehrensache. Und wisst ihr, also Marschall schon schreibt, je mehr du da bist, umso leichter wird's. Also wir haben Leute aus Brandenburg, die ist unter anderem Mod bei mir, die versteht mittlerweile nahezu alles. Ja genau, wir müssen auf den anderen Stuhl rauf. Beziehungsweise erst einmal noch einlagern. Ja, ne? Okay, jetzt bei so 8. So. Das Medaillon brauchen wir. Achso, ja, okay. Ja, nevermind, wir lagern nichts ein, weil alles, was wir dabei haben, brauchen wir sowieso. Okay. Na gut. Dann holen wir uns die anderen 2 Sachen noch schnell. Das hilft jetzt eh nicht. In der Hoffnung, dass du die Flammenzombies jetzt wirklich auch hier sind. Geil, Learning by Doing ist bei mir im Chat, aber auch so, Saarland ist auch nicht so easy für manche. Ja, klar. Weil meine Meinung und die Meinung vieler hier ist, Dialekt ist Kultur. Ja? Von daher, es ist bei uns ist jeder willkommen, es ist scheißegal, aus welcher Ecke du kommst. Du kannst mir mal fett am Arsch lecken, du. Es ist scheißegal, aus welcher Ecke du kommst. Wir nehmen Ole freudig gerne auf. Überhaupt kein Thema. So. Ich los jetzt bewusst die ganzen Zombies da links liegen, weil ich einfach die Mund nicht mehr hab dazu. Genauso 6 auch. Perfekt. Easy. Ja, 6 ist da. Du kennen wir eh schon überein. Da liegt jetzt ernsthaft die Sicherung für den Elektroschallkasten da draußen. Wenn ich das vorher aufgesammelt hätte, hätten wir uns jetzt den ganzen Weg sparen können. Ja, aber okay. Na gut. Muss man drüber fallen. I'm sorry. Da haben wir alles. Passt. Ausgelootet. Warte mal, können wir in die Scheißhäusel rein? Wait a minute. Wenn wir da rausgehen und dann da umrennen, können wir da ins Scheißhaus? Moment. I wanna see. Jetzt der mir erst einmal die sich. Ja genau, aber jetzt geht nämlich das da auf. Okay, der Moment, wenn du sogar mit der Granate daneben schießt. Man tue jetzt nicht mehr lang umeinander. Ist ja klar, der Dicke geht einfach durchs Feuer durch, wie wenn nichts gewesen war, gell? Ja, Freunde, ich sag's irgendwie, es ist moontechnisch schaut das nicht gut aus für uns. Moontechnisch schaut das nicht gut aus für uns. So, wir wollten mein Scheißhaus. Warte mal, da geht's auch einer. Ah, da haben wir Bredel. Ja gut, okay. Ich weiß nicht, ob es uns was hilft, aber... Oh! Moon. Moon ist gut. Moon nehmen wir immer mit. Moon nehmen wir natürlich immer mit. Das ist mir hoffentlich klar. Weiß ich nicht, ob ich da hinten gemäht. Ja, schaut. Ja, hab ich der, ich war da, wie geht's da so? Der Vierer lurt von seinem Schreibtisch. Naja, okay. Dann nehmen wir mal so mit. Warum habe ich so das dumpfe Gefühl, dass gleich irgendwann aus der Scheißhauskabine rausgekrochen kommt? Okay, der Breselfetzen, der da reingewandert ist, der muss aber massiv gewesen sein, gell? Fuck you, sei. Ja, wenigstens haben wir Heilspray. Okay, da haben wir es. Ja, okay. Sonst können wir da aber nirgendwo mehr hin. Schauen wir nochmal ganz in Ruhe durch, damit wir wirklich nichts übersehen.
Gut, die Tür ist halt jetzt einfach zu, da hätten wir uns einfach einen Shortcut noch machen können, aber okay, das ist fein. Da müssen wir früher oder später sowieso jetzt wechseln den Aktenraum, da kommen wir eh nicht aus. Okay. Da erobert wir. Da ist ein Tresor. Können wir noch nichts machen, da können wir noch nicht raus. Da können wir noch nicht durch. Da waren wir. Genau, der Gang ist rot, weil das da ist. Ansonsten auf der Seite, in der Bibliothek haben wir den Wogenheber und da, das haben wir eh schon geklärt, okay. Und von da aus können wir auch sonst nirgendwo nicht hin. Da brauchen wir die Tür, okay. Und das herum haben wir eh schon geklärt. Und auf der anderen Seite ist das genau das gleiche. Okay, gut, dann können wir zurück. Dann können wir zurück und können wir das Rätsel fertig machen. Hier Breselfetzen, Pressoren aus. Ja, Alter, ich bin, ohne Scheiß, ich möchte nicht wissen, was am Mittwoch los ist. Ich möchte nicht wissen, was am Mittwoch los ist, wenn wir mir Medicine spenden. Ich glaube, ich stirb 1000 Tode. Warte mal, war der Zombie, hat der was an Loot gehabt? Aber mit jetzt täuscht. Aber mit täuscht, okay. Okay. Dann setzen wir das letzte Medaillon rein. Nice! Oh, Brudi, du schaust nicht gut aus. Okay. Muss mich beeilen. Und wenn man halt einfach erlösen, der wird doch sowieso nicht mehr gesund. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. So, jetzt darf ich mir vorschlagen, Inventarmanagement. Die Bredel, der wir mal weg. Weil wir können jetzt erstmal aus dem Gebäude aussehen, soweit ich das noch im Kopf habe. So, da werden wir mal nachladen. Das passt auch. Ja gut, wir haben ja eh nur noch eine Kapsel. Okay, ja gut. Perfekt! Hey, und wir haben, muss ich vielleicht jetzt ausnahmsweise mal dazu erwähnen, gell? Ich meine ja, dass ich Kartoffeleimer habe, das ist ja bekannt. Ja, aber wir haben ja nicht einmal gestorben bisher, ne? Das lassen wir jetzt ausnahmsweise mal raushängen. Oh, Mizi, oben im Keller. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Hey Marvin, aufwachen! Da ist ein Weg raus! Das interessiert den Marvin, glaube ich, nicht mehr. Kommen Sie, holen wir Sie hier raus. Los! Alles okay? Ja, natürlich nicht. Nein, ich gehe nur. Rette dich selbst. Kommen Sie, das ist übel. Sie müssen Bitte, dringend ins Claire. Krankenhaus. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse Sie nicht einfach hier. Claire, bitte, geh. Tu es für mich. Okay. Hey Marvin. Danke. Mizi. Ich darf schießen, nicht nur du. Oh, Licht und Musik, das ist gut für uns. Was ist denn dieser Hydrant? Wait a minute, hätte man mir die Kurve
Hätte man mir die Kurve noch mal mitnehmen können? Aus dem Bad? Ernsthaft? Aber wenigstens kriegen wir da ein bisschen am Mund. Da ist noch mehr Speicherterminal. Hä, ist das der Ernst? Hätten wir hätten wir die Kurve mitnehmen müssen? Ja, das ist jetzt doof. Was war denn da passiert, wenn wir jetzt die... Warte, wir kommen noch mit zurück. Fuck, wir kommen nicht mehr zurück. Okay. Ja gut, okay, Kim, das kann ich nicht wissen. Das habe ich nicht wissen können, dass man die Kurve noch mal mitnehmen kann. Ich weiß zwar nicht, was das gebracht hätte, wenn wir da den Hydranten aufgetragen hätten. Letzten Speicherstand laden. Mr. Seijing, das war ein Big Brain Move. Das ist ein Big Brain Move. Kurbel den Resi, man kennt's. Ja, okay, also das habe ich jetzt wirklich nicht. Das habe ich jetzt nicht erahnen können. Dass wir die Kurve noch mal mitnehmen müssen. Aber Mr. Seijing, der war stark. Auf das war die jetzt selber auch nicht gekommen. Jetzt pass auf, die Kurve war jetzt wo, die ist da oben irgendwo im Duschraum, oder? Da haben wir die Kurve hängen lassen. Das heißt, müssen wir nochmal da aus... Da, Büro, Westseiten durch, hier auf, zack und bumm. Ja, passt, okay. Ich verabschiede mich aber für heute, hab noch einen Termin außer Haus, noch viel Spaß, ein schönes Sonntag und bis bald. Sigi, vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir einen angenehmen Sonntagabend. Ich vermute mal, du hast morgen einen Zwickeltag. Und merci dir, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir natürlich einen angenehmen Abend. Sei loben Brause 4 Pet. Genau so, Mr. Gutzufus, danke dir für deine 61 Bits. Die beste Art, um Zeit zum Loben. Jetzt mit 61 Bits. Weihnachtstipf. Wurscht, Dipf an Dipf. So, du mal die... Warte, Moment damit. Du da mal ganz schnell die Kurve wieder her. Hä? Das geht gar nicht. Ich kann die Kurve gar nicht... Nicht mal, hey, haben wir mir dann irgendeinen Moment einmal... Haben wir mir dann irgendwas übersehen? Haben wir mir dann irgendwas übersehen? Depf an Depf, na. True. Ja, okay, wir haben wahrscheinlich... Also entweder kommt man da noch einmal hin oder wir haben irgendwo was übersehen. Warte mal, was ist denn... Ach so, okay, ja gut, das ist auf der anderen Seite. Wenn man jetzt auf und zu geht, da kommst du aber auch nirgendwo mehr hin. Im zweiten Stock. Kannst du erstmal weiter? Okay. Ja gut, weil jetzt war ich gerade nämlich... Jetzt war ich nämlich gerade ein wenig perplex, ne? Und ich schreibe schon ein Liedl. Oleg, wenn's du meinst, ich glaube, sei du, wenn du mir so ein Liedl rausbringen darfst, du warst irgendwie so, keine Ahnung, du warst so ein Malle-Hit. Alter, das war der frische Speicher schon. Fuck. Bei dir hat das irgendwie so Auswirkungen haben wie bei Malle-Hits, ne? Du bringst einen Song aus, ist instant viral und du bist berühmt, ne? Der Song ist wahrscheinlich komplett an den Haaren herbeigezogen, aber der darf halt einschlagen wie Granaten. Keine Ahnung. Irgendwie so auf dem Niveau saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Irgendwie so das Niveau war das, ne? Gut, das können wir überspringen, haben wir ja schon gesehen. Once I Wonder, ja genau, so ungefähr. Gut. Da können wir nichts da. Passt.
Werden wir da mal kurz eine Speichersau reinhauen. Gut. So, Freunde der Sonne, jetzt machen wir schnell kurz 3 Minuten Pause, okay? Ist das genehm? Wir drehen noch ein wenig weiter, ja, also so halb 7, 3:15, also gut, Stündal da ich schon noch machen. Aber ich darf jetzt gerne schnell kurz 2-3 Minuten Pause machen. Erstens einmal dir Spielwirtsau und zweitens einmal dringend zum Bronzen gehen. Ja, ist dieser Deal. Wir machen alle mal schnell kurz Pause, jeder kann sich was zum Knabbern holen oder selber kurz austrinken. Ich sag dir, wann Pause ist, Alter! Genau. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du bist! Richtig, genau so ist es nämlich. Ich glaube, das ist ganz okay, wenn wir jetzt schnell kurz 2-3 Minuten Unterbrechung machen. Wir tun noch weiter, ja, also wir hören noch nicht auf, ein bisschen geht schon noch. Und ja, ich hoffe, ein taugt der Einstieg in den Horror-Oktober. Ich kann bisher nicht schimpfen. Schlimm wird's, glaube ich, erst ab Mittwoch, wenn man Medicine spendet. Da habe ich, wie gesagt, unfassbar viel Bammel davor. Aber ich glaube, mit Resi 2 anzufangen ist, glaube ich, keine schlechte Idee nicht gewesen. Vermute mal. Ne? Also ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sonntag. Und nochmal ein herzliches Willkommen an alle Neuen, die heute dazugekommen sind. Vielleicht ist noch irgendein anderer Neuer da, hey, schau mal, ob es vielleicht noch folgen kannst, wenn es dir taugt oder nicht. Oder so, oder nicht. Ja, wenn es dir nicht taugt, followst du ja wahrscheinlich eh nicht. Aber schau mal nach, ob es noch folgen kannst, wenn es dir gefällt. Gibt unterschiedlichen Stuff bei mir zum Sagen. Nicht nur Horror hält sich bei mir tatsächlich eigentlich mehr oder weniger in Grenzen. Aber schau mal, ja, vielleicht interessiert es dich, wo es ein wenig so abgeht. Da hat mich gefreut. Wir schleichen uns jetzt schnell kurz in Pause, dann machen wir nach der Pause kurzes unnütze Gaming-Wissen vom Sei und dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Okay? In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. To the cowboys, giddy up, gone boys. 18 wheels on the concrete, it's a slow and dying breed, rolling like Jesse James. Modern day
game. Hallo, Option. So. Gehen wir geschwind weiter, hätte ich fast gesagt. Jetzt pass auf, jetzt muss man noch schnell das unnütze Gaming-Wissen vom Sai, der ist ja stets bemüht, dass wir stets eine Bildung genießen in unserem Stream, ne? Oder in meinem Stream oder in seiner Community, wie auch immer. Und was wir spielen. Oh, Freunde der Sonne, heute geht's quasi um Soul Calibur. Wer kennt das? Also ich kenne Soul Calibur schon, ist quasi so ein, wie sag ich denn? Ein Tekken-Abklatsch? Ist das fair, wenn man sowas behauptet? Wer kennt Soul Calibur? Oder wer hat das gespielt? Das ist ein Beat'em Up. Ne? Wird das irgendwer kennen? Ich glaube fast eher nicht. Soul Calibur fliegt so ein bisschen unterm Radar tatsächlich. Ne? Aber das Kind vergleichen mit Tekken. Wenn man so will. Hier sagt es nichts. Ja, wie gesagt, das ist. Ich kenne es auch nur, weil ich damals sehr viel Beat'em-Ups gespielt habe, tatsächlich. Aber. Also Soul Calibur habe ich nicht gespielt, aber es war mir halt ein Begriff. Ne? Also, ich lese jetzt einfach mal vor, ne? Weil wir wollen ja nicht dumm sterben. Katsuhiro Harada, der Producer von Soul Calibur und Tekken, erscheint in Soul Calibur 5 als Bonuscharakter in der Quick Battle Challenge. Okay. Also, wie gesagt, das sagt mir halt einfach absolut gar nichts. Also, es war halt interessant, wenn es jemanden gibt, der wo das gespielt hat. Aber, also Name, Katsuhiro Harada, der Producer von Soul Calibur und Tekken, erscheint in Soul Calibur 5 als Bonuscharakter in der Quick Battle Challenge. Auch nicht schlecht. Ne? Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Wissen wir das auch. Ne? Also muss sich quasi irgendwer der Bormer, der Soul Calibur 5 spielt, um das zu überprüfen. Aber ich schätze mal, das stimmt, was da drin steht. Okay. Sei, danke dir für die Bildung. So, und ich darf jetzt fast vorschlagen, wir spielen noch ein paar Meter weiter. Ne? Da ich schon fast behaupten. Damit nichts passiert. Damit nichts passiert. Ich darf nur mal schnell kurz meine ganzen Benachrichtigungen da ein wenig aussortieren. So, übrigens, Shadow, falls du noch da bist, vielen Dank, dass du in Discord-Server wieder gejoint bist. Bei mir. Gut, machen wir weiter. Warte mal, haben wir normal schon, oder? Ja, passt. Haben wir. Wollen wir kurz die Sieben tun. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, der Aufzug, der weckt üble Erinnerungen. Ja? Kommt zwar in dem Spiel nicht vor, aber in Resi 8 da war der Aufzug nicht schön. Der Aufzug war in Resi 8 nicht schön. Es hat eine ganz schlimme Folge gehabt, dass wir den Aufzug gestiegen haben. Ja, natürlich ist da wieder stockfinster und das ist eh klar. Vor allem jetzt ist er so schön stark. Jetzt erst jetzt knacksen und jetzt bräseln. Okay, da gibt es auf alle Fälle mal nichts zum Looten. Haufen Zementsackeln. Habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Ah, da herum gibt es jetzt schon Loot. Was ist jetzt das? Zum Verwenden im Inventar ausrüsten tötet Gegner im Wirkungsbereich garantiert. Kann zum Kontern nicht eins verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde oder aber ihre Effektivität zu stark. Boah, leck die Handgranaten, wenn du wirfst. Die tötet garantiert einen Gegner. Holy shit. Frankie Tanky, vielen lieben Dank für dein Following. Freut mich. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Pistolenmunition. Achso, da ist irgendwas drin. Oder können wir nicht. Was brauchen wir denn? Da brauchen wir da irgendwas. Wait a minute. Brauchen wir da. Warte, Moment einmal.
Braucht man da den Rubin? Es schaut so aus, wie wenn da der Rubinplatz hätte. Oh, da geht's rein. Ich hab gar nicht gesehen. Da müssen wir gleich mal schauen. Moment. Können wir mit dem Aufzug zurückfahren? Ich vermute jetzt einfach einmal nicht. Ah doch, das geht sogar. Ist im Bereich des Möglichen, dass wir dafür den Rubin brauchen. Ja, das ist so eine runde Einlassung. Ja, mehr wir probieren kann ich es ja nicht, ne? Ja, pass auf, wo ist das Ding gewesen? Da ist... Ah, okay, doch nicht. Oder brauchen wir da irgendein Polizeiwappen? Das kann auch sein. Ja gut, okay, das haben wir jetzt probiert, hat nicht hingehauen. Darum geht es auf alle Fälle noch in einen Seitengang, in so einen Seitengang rein. Ich komme aus dem NRW. Bist trotzdem sehr herzlich willkommen. Und Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Aber warte mal, da geht's weiter. I see what it is, man. Was ist noch ein dann da? Da ist dicht. Ja, perfekt, da ist dicht. Ja, dann müssen wir da oben weiter, dann hilft's ja nicht. Dann müssen wir da oben weiter, dann hilft's ja mir nicht. Jetzt war jetzt nicht so wirklich sicher. Hallo? Was war denn jetzt das? Bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich das auch mehr höre. Da gibt's auf alle Fälle nichts. Was gibt's denn in den Gang? Lul? Okay, it's a trap. Geht das alles zusammen dann noch? Okay, an die Stelle kann ich mich gerade absolut null erinnern. Aber ich weiß auch nicht, ob man die beim Liehen spät die steht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Kein bisschen. Oh. Wer bist denn du? Hallo? Hey. Ist okay. Ich tue dir nichts, versprochen. Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Er ist genau hinter dir. Was? Wer? Oh mein Gott. Ach, der ist es! Ah, der kommt beim Liehen an einen anderen Stich. Das glaube ich einfach nicht. Mit diesem Freak lässt sich nicht reden. Brauchen wir erst einmal Immun, so schaut's aus. Passt schon, Willi, danke dir und viel Spaß beim Red Dead Redemption Spielen.
Merci, dass trotzdem einer geschaut hast. So 23 Schuss, das ist ja schon mal was. Ja, natürlich habe ich jetzt den scheiß Rubindo dabei, der wo mir absolut einen fetten Scheiß hilft. Das wäre erst einmal Muna auf Stocker. Ja, natürlich komme ich her, weil ich nicht mehr mit dir, weil ich nicht mehr bloß so einer möchte, der so ist wie du. Ja, jetzt schaut mir ganz geschickt schon besser. Wir werden ihm wahrscheinlich erst einmal mit Granaten ins Gesicht einfetzen. Das meine ich war das gescheiter. Merci, ich hab mich vorhin kurz auf den Balkon gelegt und zack, bin ich beinahe weggepennt. Jetzt muss ich was machen, sonst war's das mit dem... Der Power nicht des Obergrauens, ja, man kennt's. Kannst du entspannen? So ein bisschen? Er muss erledigt werden. Ach nee! Aber ganz schön robust, der Teufel. Nein, mag ich nicht verwenden. Ja, sie kostet das dritte garantieren gegen. Ja gut, okay, das zählt wahrscheinlich auch nicht für Bosse, ne? Ja, der eine hat mir auch weh, wenn ich du war. Nein! Es tut weh! G! Mein! G! Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo Moon umeinander liegt, weil ich glaube, es wird langsam ein bisschen eng, was das angeht. Rice, habe ich die. Okay. Ja, irgendwie damage den nicht so wirklich. Ja, ich vermute jetzt einfach mal kriminell, also mir da das erste Mal sterben werden, weil irgendwie kriegt er keinen Schaden von mir.
Oh, vielleicht aber auch nicht. Ha! Easy. Oh, Kacke. Oh Gott. Alter, meine Haxen sind eiskalt, das war jetzt gar nicht so warm im Bayerischen Wald. Warst du mit dem Bike unterwegs? Hey, Kleine. Es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Oh, sie ist zauberhaft. Ja. Na klar. Ich helfe dir. Moped fahren ist balsam für die Seele. Ja, wenn nicht gerade lauter Idioten unterwegs sind, dann auf jeden Fall Preis. Aber schön, dass du zauberhafte Ausfahrt gehabt hast. Das ist schon ein kreisliger Huhn. Ja. Wir haben 2 Schuhe habe ich noch. Und ich bin, glaube ich, dezent lidiert. Ja, schon her. Ist dann Schuss. Oh, das ist noch Gretel, du schon her. Da haben wir alles, passt. Aber wer bist jetzt du? Er bewegt sich nicht. Ja gut, das werden wir schon irgendwie jetzt. Pass auf, was ist jetzt der Phase? Da gibt es eh nichts zum Looten. Okay. Du hast es geschafft. Hä? Okay, du hättest aber jetzt einfach auch noch an den Hebel ziehen müssen, junge Frau. Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet an einer neuen Arznei. Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Okay, das sind jetzt eben diese Geschichtsstränge, die wo beim Lieren halt einfach nicht vorkommen. Das ist jetzt für mich eine komplett neue Gameplay-Erfahrung. Die kenne ich ja so nicht. Er arbeitet mit meiner Mom, aber Oh, perfekt. er ist weg. Wow. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Oh, tut mir leid. Brauchst dir nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Ist doch was Gutes, nicht? Ja. That's a good thing. So, zwischenbei. Also ich sage jetzt mal so, ich darf vorschlagen, wir spielen jetzt noch den nächsten Teil, also die nächsten Schritte weiter bis zum nächsten Speicherpunkt und da meine hauen wir einen Hut drauf für heute, okay? Ich glaube, dass wir dann schon genügend für den Start des Horror-Oktobers gesehen haben. Ja, wir müssen ja Speicher ein bisschen aufheben sozusagen, dass wir gut durch den Oktober kommen. Hier. Komm schon. Da drüben. Na, ruhig leiten, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, da gibt's auf alle Webs. Wir haben jetzt in der Tiefgarage. Es ist zu.
Ja gut, das war mir fast klar, dass das zu sein wird. Aber jetzt müssen wir erst mal schauen. Ja, das hört sich schon wieder sehr gut an. So, wir müssen da, ist der Packautomat. Da brauchen wir irgendeine Karten. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Fuck? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus, inmitten von diesem Chaos. Wer bist denn du? Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst. Auf den Boden. Jetzt. Sherry, wechsel Ihre Hände. Wieso tun Sie Sei das? still. Tu es. Okay, dann. Du gehorchst mir jetzt oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher. Was ist denn der für ein fetter Wichser? Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry, du kommst jetzt mit mir oder sagst lebewohl zu Claire. Okay, ich gehe. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn. Er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp! Lass mich los! Lass mich los! Offensichtlich müssen wir dir erst Manieren beibringen. Oh ja, das wird. Lass mich los! Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Okay, den kenne ich nicht. Sei vorsichtig, Sherry. Okay. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Okay, jetzt pass auf, da ist dicht, da müssen wir durch, da ist das Kartenlesegerät. Da, von da haben wir rausgekommen und da haben auf alle Fälle blaue Tiere, wo wir durchkommen. Schauen wir mal nach hinten zu der Tier. Ob die zufällig offen ist. Die ist zu, okay, alles klar. Das heißt, wir müssen mal in die anderen Tieren noch schauen. Da hinten, da hat nämlich, da ist eine aufgeregt und die andere ist auch aufgeregt. Ja, toll. Natürlich ist da wieder stockfinster da drin, ist eh klar. Na gut, okay. Gut, Granaten haben wir keine mehr, aber immerhin ein paar Schuss. Oh, ist so ein Licker drin. Das war aber nicht gut. Ich seh nix. Ich seh überhaupt nix. Den skippen wir mal.
Er ist auf alle Fälle in dem Raum da drin. So wie ich sage, werden wir den Licker zuerst machen müssen, bevor dass wir überhaupt irgendwo weiterkommen, weil wir in dem Raum drin wahrscheinlich irgendwas finden. Entsorgungsnotiz. Verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Also Dosen. Abgenutzter Schlüssel. Brauchen wir draußen am Parkplatz wahrscheinlich. Nachricht von Mr. Raccoon, Figuren. Ja, die kann man zerschießen. Okay, das ist quasi typisch für E3easy. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. Da ist der Schierstand. Da sind Zombies. Okay, da gibt es aber Webserien. Na gut, die können wir im Notfall ja skippen. Die müssen wir jetzt zwangsweise nicht umschießen. Aber zählt der Schierstand als der Raum da drin? Ah, da haben wir Granaten, das ist gut, die brauchen wir für den Licker. Dann haben wir da alles. Dann lassen wir die einmal ganz in Ruhe da liegen. Scheiß auf die Raccoon-Figur, wir müssen Munition sparen. Da haben wir da kein Problem nicht kriegen. Das ist gut für uns, da können wir nicht rein. Wahrscheinlich finden wir den Karo-Schlüssel da drinnen, wo der Licker jetzt umeinander rennt. Da hat auch noch für sich sogar Sinn machen. Aber das war gut, dass wir erst den Abstecher da rein gemacht haben, weil mit 2 Granaten können wir nämlich einen Licker umbringen. Das war schon gut. Fuck, die sind 2. Aber der schnell ist ohne Ende. Okay. Okay, haben nicht gesehen, dass es 2 Hand. Das habe ich nicht gesehen. Das passt schon, Wifi. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Dann schauen wir mal, was zuerst in der ist. Wir waren zuerst in der oben, dann machen wir da weiter. Der Typ kam bestimmt von hier. Das ist wieder irgendeine so eine Ausgabe. Miss Kell ist der Polizeichef? Karte der Polizeistation, das ist gut für uns. Da brauchen wir einen Karo-Schlüssel, den wir nicht haben. Unbefugt ist der Zutritt verboten, okay. Ja, okay, dann müssen wir auf jeden Fall dahinter hin. Okay. Dann holen wir uns zuerst wieder den Schlüssel. Was wieder so? Passt. So, dann holen wir uns so die 2 Granaten wieder. Da können wir ja nicht rein. Also eine gescheite Funzel war halt mal eine Sache. Ja, wenn es nicht unbedingt dabei eine war vom Obi-Baumarkt. Die billige, weißt du schon.
Okay, jetzt pass auf, dann schauen wir aus in die Garage und schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch was Brauchbares finden. Bevor dass wir jetzt zu die 2 Licker da reingehen. Ich hab nicht gesehen, dass es 2 haben. Ja, da was. JMB HP3. Das ist das gleiche wie das. Aber die hat ein größeres Magazin. Die erste Pistole mit zweireihigem Magazin, ihre Feuerkraft galt damals als bahnbrechend. Das ist gut. Das ist gut. Da ist mehr drin. Perfekt. Der Lichtpegel ist schon sehr unrealistisch, die hätte ich zurückgeben. Ja, ja, durchaus berechtigter Einwand. Okay, dann kümmern wir uns jetzt nochmal um den... Ich hab mich jetzt geschreckt. Okay, der Schlüssel ist verbraucht, den können wir wegwerfen. Okay. Kommt der außer? Da hinten ist er. Ich weiß nicht, wo der zweite jetzt hergekommen ist, aber... Okay. Hauptsache hier. Alle, kann der Zombie drüber, Männer. Ist das dein Ernst? Zwinger. Ja, perfekt. Jetzt kriegen wir es mit Zombie-Köter auch noch zum tun. Schau mal hier, der hat... Ah, das ist geil. Das ist gut. Das ist eine sehr gute Zielhilfe mit dem Laser. Warte mal, gibt's da herum irgendetwas? Let me see. Ich meine, das Gute ist, zumindest Licker können nicht wieder lebendig werden. Leck. Schießpulver. Perfekt. Da hab ich noch mal geschaut. Boah, leck, was meinst du, wie es da drin stinkt? Also jetzt sind wir auf der hinteren Seite. Das Hundeleckerli daheim vergessen. Ich glaube, dass, ja, erstens einmal das und zweitens einmal glaube ich aber tatsächlich, dass völlig egal ist, was ich da mitnehme oder ob ich was dabei habe. Der frisst sowieso alles. Weil, ja, natürlich gehen wir jetzt in die gleichen Halle, oder? Autopsiebericht. Okay. Da liegt nichts heran. Da liegt auf jeden Fall einer.
Bin mir sogar relativ sicher, dass der aufsteht. Schlüssel 6 ist da. Bleib jetzt leichter. Liegen bleiben. Liegen bleiben, hab ich gesagt. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt, aber... Ey, wie der Laser zeigt doch genau auf ihn. Alter, wie viele Kugeln, dass die Zombies aushalten, das ist so Wahnsinn. Shit, der fällt halt einfach auch überhaupt nicht um. Das interessiert den gar nicht. Alter, machst du mal sterben? Das ist doch lächerlich. Wie viel hält denn der Zombie aus? Wie viel hält denn der Zombie aus? Ich habe jetzt 17 Schuss verschossen für 2 Zombies. Ich meine, gut, 3 Kugeln oder 4 Kugeln haben daneben gegangen. Okay. Stimmt, bist du aber der. Ah, nein. Bleib du mal da drin. Ja, ich schaue halt jetzt aber auch nicht mehr so 100% fit aus, gell? Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Da ist eine Blendgranaten, die nehme ich jetzt und dann schiebe ich einfach ganz massiv schnell das wieder zurück. Dass der ja auch nicht aufsteht. Der ist gut verrannt. So, können wir noch irgendwo Moon haben? Eventuell. War das ein Deal? Moon war jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, den Wunsch erfüllt er mir jetzt nicht. Nice. Kraut drin, das interessiert mich jetzt. Oh, wobei doch, das interessiert mich schon. Das hat mir nur leider nichts gebracht. Okay. Jetzt noch genau 5 Kugeln und Ohrblendgranaten und sonst nichts. Und ich bin gesundheitlich massivst angeschlagen. Das heißt, wir müssen bei 14 Cent nicht mehr. Egal, was da jetzt kommt. Oh! Da ist noch mehr Licker. Kannst du halt vergessen. Ohrensausen. Das kannst du halt vergessen, da geht ihn jetzt so scheiß ab. Musst du schauen, dass ich das irgendwie überlebe. So, Moon und Heilung bitte. Schulterschaft. Okay, das kann helfen. Okay.
Ah, ich brauche kein Kraut nicht, ich brauche Moon. Ja, das hilft. MP 83 Stück. Okay, ich wollte Moon haben, jetzt habe ich Moon. Ja toll, aber ich habe kein MP nicht. Lol. Ich habe jetzt Moon, aber keinen Schuss dazu. Okay. Warte mal, wir haben doch da hinten. Ja, da läuft jetzt der Scheißdreckslicker umeinander. Aber da hinten ist noch ein Karo-Deal. Das werde ich jetzt riskieren, das hilft jetzt nicht. Wenn wir sterben, dann müssen wir es beim nächsten Mal weiterspielen, dann hilft es nicht. Aber das muss ich jetzt fast riskieren. Weil ich bin halt einfach blank. Ich brauche halt eine jetzt habe ich zwar 83 Schuss, aber ich habe keine Waffen nicht dazu. Ja, das ist so groß. Da müssen wir einer, da war der Licker nämlich nicht. Ja, aber da laufen jetzt natürlich die Zombies umeinander. Aber okay, das ist fein. Das ist ja erstmal fein, die können wir ja ignorieren. Das ist ein Film. Ja, der hilft mir nicht! Ja toll, das war jetzt für nichts und wieder nichts. Ja, okay, jetzt bin ich hier. Oh, vielleicht ohne hier. Oh, Claire, nimm 14 Tent und lauf, wo du stark bist. Holy shit. Schaut gerade gar nicht gut aus für uns. Ja, ich bin ja komplett am Arsch, ne? Sagen wir als Gegengift? Kann so nicht verwendet werden. Okay, aber Gegengift kann man quasi auch nicht heilen. Oh, aber vielleicht haben wir Glück. Das ist auf alle Fälle ein grünes Kreital, da können wir uns zumindest einmal ein wenig entgegenheilen. Okay, besser ist nix. Jetzt haben wir wieder ein Polizeigebäude. Oh, das ist ein Speierpunkt. Okay. Oh, da liegt ein wenig ein Mundscher, ja. Perfekt. Okay, das ist die MP-Munition, aber die hilft mir ja nichts. Wie brauchen wir heute die Waffen, gell? Da haben wir jetzt alles. Ja, das wird interessant, auf jeden Fall. Du bist verseicht, was machst, Bazi? Das erste grüne Grashalm wird von... Ja, natürlich! E-Mails an Chef Aarons, Polizeichef Aarons. Okay, es ist Lore, das interessiert uns quasi nicht. Okay. Ja, okay. Wird interessant. Wird auf jeden Fall interessant. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir heute innerhalb von den fast 4 Stunden, wo wir jetzt halt riesig gespielt haben, haben wir einmal gestorben. Und das war beim Licker. Und das war vorher gerade. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Die Ausgangssituation ist äußerst bescheiden. Wir haben nur noch 5 Pistolenschuss, irgendeinen Film und sonst nichts. Ein Schlüssel, ein Karo-Schlüssel, da müssen wir jetzt quasi, wenn wir beim nächsten Mal weiter tun.
Wir haben nämlich da irgendwo einen Karo-Schlüssel entdeckt. Da, die Waschkammer. Die Wäschekammer. Da geht der Karo-Schlüssel. Da müssen wir auf alle Fälle rein und müssen wir schauen, ob wir da irgendwie an Munition kommen. Haben wir da unten irgendetwas? Da haben wir, nein, das ist die Kreuztür gewesen. Da ist ein Herzdeal. Da hilft uns quasi nichts. Und herunter haben wir eh nahezu alles. Wir haben aber heute jetzt im Chefbüro. Das heißt, wir haben dann da Zugang. Da außer zu, vielleicht findet man dann da noch irgendetwas erinnern, müssen wir dann beim nächsten Mal schauen. Werden wir sehen, Freunde der Sonne. Aber wir machen da für heute Schluss, okay? Wir tun da entweder am Wochenende oder kommende Woche weiter. Wahrscheinlich am Wochenende. Ich glaube, es war ein ganz guter Start, ein ganz gelungener Start in den Horror-Oktober. Ich glaube, das kann man so lassen. Wir haben einmal gestorben. Für meine Kartoffel-Verhältnisse ist das sehr, sehr gut. Ja? Also normalerweise stirbe ich bei solchen Spielen instant 4, 5, 6 Mal. Ich hoffe, euch hat der Einstieg in den Horror-Oktober Spaß gemacht. Ich hoffe doch. Aber ich glaube schon. Ne? Definitiv guter Start. Ich darf schon fast sagen. Ja, die schon fast auch sagen, ja. Jetzt passt auf, jetzt mache ich da aber erst einmal ein bisschen eine Muse an. Mit ein bisschen Fröhlichkeit aufkommen. Ne? Und dann mache ich da mal zu. Migrate? Ja. Definitiv. So, Freunde der Sonne. Wir werden den Horror-Oktober spätestens am Mittwoch fortsetzen. Mittwoch wird es glaube ich, 10 Klassen schlimmer als heute. Wir spielen am Mittwoch nämlich Madison. Ich habe jetzt schon einen ziemlich großen Bein in der Hosen vor dem Spiel. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, was ist. Ich kenne von dem Spiel nahezu nichts. Nur ganz, ganz wenig. Und an das kann ich mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen was beim Bärtigen gesehen und nur ein ganz, ganz kleines bisschen was bei der Sabi und bei der Yassi. Aber das geht quasi faktisch fast gegen null, was ich da gesehen habe. Ich weiß eigentlich praktisch gar nichts von dem Spiel, sozusagen. Und Madison ist deutlich, deutlich, deutlich schlimmer als Resident Evil, tatsächlich. Also wer sie am Mittwoch richtig einscheißen will, wer mich richtig schwitzen sehen möchte, der wo richtig Bock drauf hat, wenn ich einen Jumpscare nach dem anderen fries, der soll am besten am Mittwoch den Stream nicht versammeln. Ja? Mittwoch 17 Uhr, Madison, wird unfassbar intens. Das wird, glaube ich, das schlimmste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich habe mir eigentlich lange davor gedruckt, dass ich so eine Spiele mache, aber ich habe mir gedacht, für heuer, für den Horror-Oktober, glaube ich, kann man das schon mal bringen. Ja? Also, wenn du es nicht versammeln möchtest, falls du neu noch da bist, ich habe es vorher schon mal erwähnt, es sind ein paar neue dazugekommen, nochmal herzlich willkommen an der Stelle, aber drück gerne aufs Following, dann verpasst keinen Stream nicht. Komm auch gerne auf meinen Discord-Server, da kriegst du alles mit, was mich und meinen Stream betrifft. Wann ich stream, was für Tag, was für Uhrzeit, was für Spiel. Du kriegst alles mit und es darf mich wahnsinnig freuen, darf mir wahnsinnig helfen. Vielen Dank dafür. Genau. Und mit Resi spielen wir, jetzt passt auf, folgendes Szenario. Ich möchte am Dienstag, ich muss mir mit dem Dampfi noch zusammenschreiben, ich habe eventuell vor, es kommt darauf an, ob wir was auf der Baustelle machen oder nicht. Falls ich auf der Baustelle nichts tue und der Dampf in der Früh nicht live gang, da ich auch noch einen Stream machen, da darf ich aber wahrscheinlich ersatzhalber für den heutigen Stream nochmal den einer Lies of P Stream machen. Weil normal war der heute Lies of P gewesen, weil der Horror-Oktober offiziell erst morgen angefangen hat. Ich kann aber morgen nicht streamen, weil ich morgen auch unterwegs bin den ganzen Tag. Deswegen haben wir heute mit dem Horror-Oktober angefangen, dass wir auf alle Fälle diese 2 Horror-Streams in der Woche haben. Soll ich es schaffen, am Dienstag live zum Gehen, dann spielen wir am Dienstag eventuell noch mit den einer Lies of P Stream. Das ist dann quasi der eine Zwischenstream im Horror-Oktober und am Mittwoch geht es dann ganz normal mit Horror-Content weiter. Okay? Aber da sage ich dann, wie gesagt, eben in Discord Bescheid. Madison, oh, das wird gut. Eher 20 Klassen. Ja, toll, danke für die Motivation. Ja, ich hab richtig viel Bock jetzt. Nein, das tun wir uns gemeinsam an. Layers of 4, nächstes Jahr. Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass ich den Horror-Oktober ohne bleibende Schäden überstehe. Ja? Und dann, wenn ich den halbwegs ohne bleibende Schäden überstehe, dann können wir uns nächstes Jahr über den nächsten Stund unterhalten. Ja? Ich habe so das Gefühl, der Markt an brutalen Horrorspielen ist ziemlich voll. Ja? Und wenn ihr mal wissen möchtet, was so richtig kriminell ist, dann frage ich Zabi oder Tiassi.
Ja, weil die Kinder mir da bestimmt qualitativ hochwertige Sachen nennen. Aber gut, wann geht's los am Mittwoch ab 17 Uhr? Genau, Mittwoch 17 Uhr Madison. Das ist fix. Das kommt auf alle Fälle. Ja, also jetzt nur die Frage, kommt der Dienstagstream mit Lies of P? Ja? Hätte da ein paar Schmankerl, ja? Das heißt quasi, die nächsten Jahre im Horror-Oktober sind quasi gesichert. Okay, dank der Jassi. Perfekt. Easy. So, gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Wir haben gut durchgekommen. Resi 2 ist irgendwie eins von meinen Lieblings-Resident Evil. Wir gehen jetzt aber auf alle Fälle zu Mike. Der hat nämlich spontan sich auch noch dazu entschieden, einen Stream zu machen. Der spielt DBD. Ich hab mir sagen lassen, der eine oder andere ist mit dem Spiel vertraut und spielt DBD. Also ich glaube, der Mike ist der Letzte, bei dem es nicht mitspielen darf. Ich selber spiele nicht DBD. Ich will es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Aber ja, auf alle Fälle, wer Mike nicht kennt, und das werden die meisten schon da, aber für den Fall, dass ihn wer nicht kennt, bitte lasst es bei Mike auch unbedingt Support in Form von einem Following da. Der macht hauptsächlich Bass-Streams, also der spielt hauptsächlich feinste Musik auf Twitch. Er ist nicht umsonst der lauteste Bassspieler auf Twitch. Macht aber auch ab und zu Schwenker zu Gaming. Ja? Also unbedingt bei ihm ein Following da lassen. Der spricht genauso wie ich niederbayerisch, wenn er zockt. Und wenn er Musik spielt, ist es eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Also, wie gesagt, gern da mal aufs Herz drücken. Hat es auf alle Fälle sehr verdient. Ist ein sehr sympathischer Kerl. Einer von den, ja, mittlerweile, da ich sagen, einer von meinen, ja, besseren Freunden, da ich schon fast sagen. Wir haben uns quasi über Twitch mehr oder weniger kennengelernt und, ja, ist jetzt mittlerweile ein Freund von mir. Also unbedingt supporten lassen, ja. Der ratet mich auch ab und zu mal, wenn es gerade streamtechnisch ausgeht. Also, wie gesagt, wer einen Mike nicht kennt, gerne aufs Herz drücken. Ja. Gut, Raid Command haben wir. Der ist schon gepostet, einmal für Subs und für Non-Subs. Also einfach kopieren und dann das jeweilige beim Mike einfügen. Dann weiß er, dass die Bazi-Gang jetzt reingrätscht. Okay? In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr habt morgen alle einen Zwickeltag für die in Deutschland leben, weil wir haben ja am Dienstag einen Feiertag. Falls nicht, kommt's gut in den Montag, kommt's gut in die neue Woche. Wir hören uns spätestens am Mittwoch zu Madison oder frühestens am Dienstag mit Lies of P. Okay? In diesem Sinne, haut euch eine. Danke für den schönen Stream heute. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Danke für den Support heute wieder in Form von Resubs, für die ganzen Followers, die heute reingekommen haben. Und ja, freue mich dann, wenn ich ihn spätestens am Mittwoch wieder begrüßen kann. In diesem Sinne, Leute, haut euch einen schönen Abend euch und viel Spaß beim Bike. Wird euch.